Ganz wenig. Dankeschön. Kamera läuft übrigens. Aha, Fangen wir doch gleich an. Bitte setzen Sie die Kopfhörer. verstanden. Ich fange heute mal mit der Ja? Aufnahme. Ich habe Du gesagt, weißt- bin du ich weißt ja mal gar die, nicht- die überrascht wird. Ja, heute bist du mal die überrascht wird. Ganz genau. Und wir sprechen, in Teilen sprechen wir auch über, sieht man mich eigentlich? Ne? Wie gestern, ne? Ja. Ja, ist so wunderbar. Ah, du hast noch nicht mehr anhöckeln? Ich fand das so ganz gut. Mit dem Stehen. Das hat mir Freude bereitet. Ja. Ja, das war gut. Okay. Dynamischer. Ah. Das ist viel dynamischer. Ah. Angie, du hast gefragt, was das hier ist. Ja. Darüber reden wir nachher auch. Es ist Okay. nicht das, was du denkst. Okay. Du würdest auch selbst wenn wir den Themenbereich vorgeben würden, nicht erraten, was das Was ist. das ist. Ganz genau. Ich kann Okay. auch keine, aber über was reden wir überhaupt heute? Ha! Das ist eine sehr gute Frage, Sandra. Das wissen wir in den meisten Fällen ja selbst überhaupt gar Okay, nicht. Ne? gut. Also wir laden Gäste ein. Manchmal wissen wir beide zusammen, wer diese Gäste sind, warum wir die Gäste eingeladen haben, welche Themenbereiche wir haben, etc. etc. Und manchmal wissen wir es halt nicht. Also Ja. meistens eigentlich nicht. Am Anfang haben wir uns noch so ein bisschen vorbereitet. Oder ich habe ein Büchlein mit Fragen und Sachen und habe mir da mega Gedanken gemacht. Bringt gar nicht. Na, also Nicht so Sandra. viel. Sandra Zeitler. Sandra Zeitler ist bei uns. Sandra kommt nicht aus Walchwil. Nein. Den einzigen Bezug, falsch. Also Sandra ja. hat 2 Bezüge zu Walchwil. Das eine ist der Mensch, der dir die Fällchenfilets gegeben hat. Genau. So, ganz Also genau. entweder Eichhof oder Lotenbach. Nein, wie heisst die Firma? Das ist ein Kollege von mir, eigentlich ein Kumpel von mir. Und der, Ja. der kommt immer, zwischendurch steht er mit der Dame mit Gröwetten oder Felchenfilet oder irgendetwas. Und letztes Mal habe ich ihn besucht. Und sie sind gerade da vorne irgendwie am See, also Seestrasse unten. Und jetzt ist mir Dann gerade... sind es Eichhöfler, ja. Köfler. Ah, also kommt drauf an, sind 2. Eben der Lotenbach ist am See. Also gerade eigentlich, wenn du aus dem 80er rauskommst. Nein, es ist... Das kommt man vielleicht nachher noch mal. Dort Ja. einwärts, vor der Schreinerei. Nein, irgendwo. musst ziemlich durch Wachwil durchfahren, ganz am Schluss links. Und du siehst es von außen dran fast nicht angeschrieben, weil es ist es ist B2B, es ist nicht das Geschäft, wo du kannst einfach als normal einkaufen. Aber ist es am See unten? Also Ja. weißt, du musst am See runtergehen, musst so ein Häuschen runter. Nein, es ist wirklich an der Straße, wenn ich vom Zug herkomme, mit fahren und dann ist es gerade auf der linken Seite. Okay. Also bei der Bushaltestelle Sagenbrück, nach dem Hürlimann-Transport, dort, wo wir die Lastwagen sind. Welche Hausnummer ist das? Was für Koordinaten denn? Ja. Sandra, rechtfertige dich. Ja, Pass auf. das Nein, müssen wir jetzt also, wissen. Sandra. Ja, Also das ist der. du musst ja googlen. Genau. Der eine Bezug ist, dass du nicht weißt, wie der Bezug ist, und der andere Ja, Bezug, das bin ich. Sandra Genau. und ich sind Nachbarn gewesen in Ja. Allenwinden. Ah, Exakt. Und da haben wir uns kennengelernt und das war vor wie vielen Jahren? 2000 und 11. nee. 12. Nee, Wann bist denn du 14. gezügelt? 14? Bist du erst dann auf alle Winde gezügelt? ich bin Da bist du Nee, aber Moment, nicht so lange Moment, in Allenwinden gewesen. 2013. 13. 2013, genau. Ich habe anfangs 2013 bin ich von Mettmannstetten Mhm. nach zuerst Bar. Mhm. Das ging aber gar nicht gut. Ja, das okay. war nein, weil ich einen völlig falschen Gedanken gehabt habe. Meine Frau war mit meiner ältesten Tochter gerade zurück nach Deutschland gegangen. Meine Ex-Frau, muss ich sagen. Ich habe jetzt eine andere Frau. Ich weiß wollte nicht, ob gerade das sagen, hä? ich habe jetzt eine ganz andere Frau. Du kennst sie. Rahel. Super. Ah ja. Ich nicht sicher. Dann, Sogar ist noch ein bisschen länger wie du. ja, ich weiß. Ja. Rahel und Angie sind Cousinen. So. Hast du mir mal gesagt? Ja, genau. Ich bin ja der Einzige, der mit niemandem verwandt ist hier im gesamten Dorf. Nein. So, die waren gerade nach Deutschland und meine Idee ist gewesen, ich brauche nur irgendwo eine kleine Butze, eine kleine Wohnung zum Schlafen, wenn Lilly dann ab und zu kommt, aber wir sind sowieso die meiste Zeit draußen und das war eine ganz, ganz kleine Wohnung. Direkt an, Gott, was ist das? Bei der Eisenbahnunterführung, kurz vorm Kreisel, wenn es zur Autobahn geht. Es war überhaupt keine gute Idee. Da bin ich Im dann Balkan nicht. Richtig, Balkan nicht. Das heißt jetzt aber anders. Jawohl!
Heisst Genau. das jetzt anders? Das ist immer da, dort, was dunkel Ja, Ja, aber das genau. heißt jetzt Nebendran, wo ganz, der Dönerladen da, ist. da heißt, Ja. das heißt jetzt ganz, ganz anders. Okay. Und da gibt es auch schöne Geschichten zu. Und das war aber wirklich überhaupt keine gute Idee. Okay. Und dann bin ich im September des gleichen Jahres nach Allenwinden gezogen. Okay. Ja, genau, richtig, nach Allenwinden. Grütmatt 4, so war die Adresse. Ne? Sehr entspannt, überm Nebel in den meisten Fällen. Mhm. Ja, das war wunderbar. So, und da haben Sandra und ich uns kennengelernt und haben seitdem geschäftlich ein paar Sachen zusammen gemacht. Sandra mir geholfen, ich Sandra geholfen. Und Sandra, aber da erzählt sie gleich ein bisschen was von. Wie gesagt, Sandra kommt nicht aus Walchwil. Vorhin im Vorgeplänkel ist schon ein ganz klein bisschen der Originaldialekt rausgerutscht. Jetzt nicht übertrieben, gell? Nein. So. Und Sandra, erzähl mal, dein beruflicher Werdegang. Fang doch bitte mal damit an. Und dann erzählst du, wo du denn jetzt gelandet bist. Denn Angie, das wird dich vor allen Dingen auch Ich habe interessieren. es gesehen. Sehr. Aber ganz Sehr. viele auch in unserem Freundes-, Bekannten- und auch Familienkreis. Das wird vielen von unserer Familie mal gut tun. Ja, aber genau. ja, so. Also, okay. Sandra, mein Name ist. Gut. Ja. Muss ich anfangen? So. Ja. Also, Vorstellungsgespräch. Ja. Genau. 1.0. Also, mein Name ist Sandra Zweidler. Ich komme ursprünglich aus dem Thurgau. Ich habe noch beim Vater, der Bülacher ist, sprich Zürich. Ja. Meine Mutter ist Bündnerin. Ich liebe die Ostschweiz übrigens. Genau, ich bin so ein bisschen Promenadenmischung irgendwie. Genau, beruflicher Werdegang. Irgendwann mal eine Hotelfachschule gemacht, Ja. in der Gastro gearbeitet, dann irgendwie gefunden, wow, ich will irgendwie mehr. Dann habe ich gefunden, ja, dann studierst du jetzt noch Betriebsökonomie. Ich habe Betriebsökonomie studiert. Habe zurück in die Gastro und gefunden, ja, aber wenn du das schon gemacht hast, irgendwie Finance und Banking, ist ein bisschen Ausschlussverfahren gewesen, weil es nichts Gescheites hatte. Und dann habe ich gefunden, ja gut, dann gehst du mal zu der Bank arbeiten. Dann bin ich dort 4 Jahre gewesen, bis irgendwie mir mal einer gesagt hat, hey, du bist ein bisschen wie ein pinkes Schaf in einer schwarzen Herde. Und ich so, das ist es, ich muss gehen. Also bin ich gegangen. Dann habe ich irgendwie so für das Family Office gearbeitet, saudi-arabische Familie, wo wir so Start-up-Unternehmungen analysiert haben und je nachdem investiert haben. Und es war nicht nur das Investment, sondern unser Job war dann noch irgendwie im Projektmanagement oder im Controlling oder was auch immer, dass wir einfach ein bisschen sehen, was mit dem Kohle passiert, wo investiert wurde. Und dann nachher habe ich noch den Master gemacht für Immobilienmanagement, weil ich dann gefunden habe, ich will ein Immobilienportfolio aufbauen in der Schweiz, also ich bin von Europa. Und dann nachher hat aber dort ein Generationenwechsel stattgefunden. Der Sohn hat übernommen und der gefunden, das geben zu weniger Rendite, weil ich eigentlich nur noch Türkei, Saudi-Arabien, so Middle East investieren. Und dann, ja, wir können ja ins Middle East kommen. Und ich so, okay, 30-jährig, blond, unverheiratet. Ja? Boah, ja, ich weiss nicht. Nein, ich glaube nicht. Und, Scheiße. Und sowieso viel zu heiß dort unten. Da habe ich dann gekündigt und bin zu der ISS gekommen und habe dort... Das ist Facility Services. Ja, genau. Wir machen alles, was so Betrieb und Unterhalt von Gebäuden ist. Und habe Niederlassung aufgebaut, da zu Zug. Und habe dann irgendwie schlussendlich, ja, was sind wir, in 7 Jahren, das habe ich 7 Jahre gemacht. Ich gedacht, als ich angefangen habe, das mache ich irgendwie 1,5 Jahre, ja, schnell da die Putzfirma aufbauen und dann gehe ich wieder. Bis ich dann irgendwie so gemerkt habe, oh holy fuck, das Ding ist ja recht gross, riesig, oder? ja. Das sind ja Sachen und so. Und dann haben wir, und das ist echt cool, das sind wirklich die intensivsten 7 Jahre gewesen, führungstechnisch, auch sonst wahnsinnig viel gelernt, muss ich sagen. Und sind dann irgendwie, ja, schlussendlich, als ich gegangen bin, sind es irgendwie dann gleich 160 Leute, die ich hatte. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und, Also wirklich aus einer, das muss man ja auch sagen, auf der einen Seite aus einem Antrieb heraus, zu sagen, ich muss das, was ich gerne mache, und da kommen wir gleich zu, das muss ich jetzt unbedingt tun. Ja. Und auch aus einer sehr gesicherten Festanstellung heraus. Ja. Also du hättest ja da noch, die waren ja zufrieden mit dir. Ja. Ich hab mal zu meinen in alten Zeiten bei Apple haben wir auch viel mit ISS zu tun gehabt. Und da habe ich dann irgendwann mal erwähnt, dass eine Bekannte von mir bei der ISS auch arbeitet in Zug und alle, oh Sandra, ne, das war also wirklich, ne, das war das war, also da hast du ein Standing gehabt, Ja, da hast du gutes Geld verdient, da hast du
im Grunde genommen, wenn man das ganz, ganz konservativ und klassisch anschaut, und Angie, da gibt es ja auch einige Parallelen zu dir, dann hast du ja alles gehabt, wovon der Schweizer träumt. Mhm. So. Und Karriere und Führung und Geld und Ansehen und Pipapo mit allem, was dazugehört, aufbauen und schauen Sie mal. So. Und dann hast du gesagt, nee, ich habe einen anderen Antrieb. Mhm. So, und was hast du dann gemacht? Also nochmal, du hast Hotelfachfrau gelernt. Das sieht man übrigens auch, wenn man mit Sandra, wir waren mal im Freeroom und in Zug und da hat Sandra dann gesagt, ich hol kurz mal einen Kaffee. Möchtest du auch einen Kaffee? Ich so, ja, ich nehme auch einen Kaffee. Und dann kommt Sandra nicht wie unser einer, ne, mit beiden Kaffeetassen so, sondern eine Kaffeetasse da, eine Kaffeetasse da, ne, und kommt irgendwie ganz, ne, so überhaupt und sowas. Und ich sage, oh, da gibt jetzt aber jemand mit der Hotelfachschule an. Also, nein, das würde ich auch machen, wenn ich das könnte. Schön. Und in die Gegend geguckt und all das. Ne, weißt du, ja, wunderbar. So, also dann Betriebsökonomie, zweite Ausbildung. Dann, Bank. Dann ist ja noch keine, ist ja mit der Betriebsökonomie. Dann den Immobilienmaster. So, das sind schon 3 Ausbildungen. Gut, auch saudisches Family Office ist schon noch cool, denke ich. Ja, spannend. So, und dann machst du dich selbstständig. Womit? Gut, ja. Also mit Coaching. Also soll ich noch ein bisschen ausholen? Ich weiss, Dafür sind wir hier. Der Frank findet den Begriff so abgelutscht und ich habe irgendwie auch ganz völlig. furchtbar. Ja, aber es gibt gar keine andere Bezeichnung. Nein, gibt's nicht. Du kannst es auch nicht anders nennen, du kannst es nicht umschreiben. Ja. Stunden schon verwendet mit Synonym und da und ich finde das und Flipchart und Selbstworkshop mit mir selber, weil ich habe mich am Anfang immer ganz wahnsinnig geschämt, wenn ich das gesagt habe. Und es ist ja immer so, ja, was bist du für ein Coach? Ich so, fuck, also selbstverständlich. Also vielleicht parallel dazu, weil zu dem ganzen Ding, zu diesen 3 Hauptausbildungen, das war so ein bisschen, das habe ich gemacht, dass mein CV irgendwie gut aussieht und ich bin dann wahnsinnig ehrgeizig und habe das auch nicht so schlecht gemacht. Und habe nebendran, aber das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen das, was mich ein bisschen auszeichnet, ist, habe ich eine von meiner besten Freundinnen, die mit mir Betriebsökonomie studiert hat und auf den Tag gleich alt ist, also auch den gleichen Jahrgang hat mir eines Tages angerufen und so völlig aufgelöst und sie so, hey Sandra, ich bin jetzt durch den Wald gerannt und es sind tote Menschen am Strassenrand und die reden mit mir. Ich glaube, die können mich versorgen. Ich so, okay. Also bis dato mit dem gar nichts am Hut. Ich habe weder als Kind Stimmen gehört, noch Wesen gesehen, noch sonst irgendwie etwas oder irgend sowas. Ja. Und dort, aber extrem, ich bin per se sehr ein neugieriger Mensch und ich so, oh geil, es ist irgendwie, ich meine, offensichtlich poppt jetzt da gerade das Talent auf und sie so Horror und sie so, ja, aber nein, weißt, ich habe da Angst vor denen, dass ich den Boden unter den Füßen verliere und so Scharlatanen, also es macht Angst, es macht auch mir zwischendurch Angst. Genau. Ja, dann kennst du das nicht. Und dann habe ich, das weiss der Frank nicht. Interessant, siehst du? Ja, Frank, schau, siehst du, für das bin ich da. Und dann nachher haben wir dann zusammen wirklich so eine Schule, hat dann gesagt, also los, such dir mal irgendwie so etwas raus, weil offensichtlich musst du das einfach ein bisschen besser kanalisieren können. Und dann nachher hat sie sich da eine Schule ausgesucht und hat gesagt, los, ich gehe mal noch schnell zu dieser Dozentin, um zu schauen, bin ich jetzt einfach nur rein sponsoringmäßig da im Sinne von, ich begleite dich und zahle jetzt halt einfach und habe nichts davon. Oder ist da irgendwie so ein Talent noch, das ich nicht weiss. Und dann bin ich zu der gegangen und so. Sie sagt, ja Mama, du bist völlig am richtigen Ort. Ich so, okay, gut, in dem Fall. Und so hat dann die Reise angefangen, parallel dazu. Mit ihr die Ausbildung gemacht, mit Was genau für eine Ausbildung denn? Dort ist es so ein bisschen, die erste Ausbildung ist so darum gegangen, um zu spüren, was sind für Energien noch im Raum. Zum Teil hast du, es gibt so wie verschiedene Typen von Leuten, die energetisch arbeiten. Es gibt die, die sehen, es gibt die, die hören Stimmen, es gibt die, die wissen. Die haben wie ein Wissen. Ich bin so die Wissende, bei mir kommen wie so, wie wenn irgendwie auf einmal etwas in mir auftaucht und das ist wie für mich klar, so ist es. Meine Freundin zum Beispiel, jemand, die sieht es zum Teil auch und hört sie auch. Und dann tust du das auch an dem arbeiten.
Ja. Ja? Angie, du merkst, es geht auch in eine Richtung, Sandra, Ja. auf der einen Seite das Betriebsökonomische, Ja. mit allem, Ja. was dazu gehört, und mit ganz, ganz klassischen Coaching-Methoden, Leadership-Methoden, ganz, ganz klassisch, im Spreadsheet und mit hast du nicht gesehen und überhaupt. Und auf der anderen Seite die Hexerei. Ne? Das ist, ich ziehe da sehr, 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 sehr häufig, wenn wir miteinander reden, da ziehe ich dann die Augenbrauen hoch und gesagt, nee, erzähl mal weiter. Ja, aber nicht dann kannst du mich im Fall auch versorgen. Moment. Ja. Weil nach wie vor ist ja meine Einstellung zu all dem, das habe ich dir schon gesagt und das habe ich dir auch gesagt, es geht ja darum, Menschen zu helfen, bei was auch immer zu helfen, nicht im Sinne von nur aufzuhelfen, sondern vielleicht weiter zu helfen. Ne? Also so. Und wer das schafft, hat Recht. Punkt. Ja, das heißt immer, wer heilt und hilft, hat recht. Wer heilt und hilft, hat Recht, ganz genau. Ja. So, und bei Sandra hat mich mal gefragt, ob wir mal bitte an den Texten arbeiten können für die Website. Und da ist eben wirklich dieser Spagat zwischen, ja, pass mal auf, ich habe die Führungserfahrung, ich habe die Ausbildung, ich habe das Betriebsökonomische auf der einen Seite und ich habe die energetische Arbeit auf der anderen Seite. So, und das zusammenzubringen ist nahezu unmöglich. Ja, nicht einmal. Also, ich will jetzt da gar nicht vertieft werden, was ich noch sonst mitgemacht habe in dem. Auf jeden Fall ist einfach der Strang dann weitergegangen. Und es war wie so parallel gewesen. Also ich bin irgendwie einfach immer wieder mal die Kurse gegangen, habe mich vertieft und habe das aber irgendwie so nicht wirklich benutzt. So vielleicht mal bei einer Freundin. Und so. Und dann ist Corona gekommen. Und dann bin ich mit dem Rücken ein bisschen an der Wand gestanden, emotional, mental, auch vom Job her, weil Facility Management war brutal gefordert. Also wir sind... Also du bist dort noch im Facility Management? Genau. Gut. Ich konnte Tag und Nacht arbeiten. Ja. Und dann nachher habe ich gefunden, okay, was mache ich jetzt? Und auch Angst um meine Leute. Was ist, wenn sie krank werden? Oder ausfallen? Oder irgendwie schlimmere oder whatever? Oder? Also ist ja irgendwie gleich. Und dann habe ich gefunden, hey, weißt du was? Ich meine, ein Unternehmen ist de facto auch ein Energiesystem. Also am Ende des Tages nach Einstein bestehen wir alles aus dem Gleichen. Das ist so. Und also spielt es keine Rolle, ob es ein Mensch oder so ist. Ich mache das jetzt für mein Team, ich mache das jetzt für meine Niederlassung und habe das einfach gemacht und habe energetisch gearbeitet für den, die haben das nicht gewusst. Da kannst du reinspüren und ich kann, meine Vertiefungsrichtung ist schlussendlich in Heilenergien reingegangen und nicht irgendwie Mediumship im Sinne von Channeling mit Verstorbenen oder irgend so. Ich habe da immer so ein zwiespältiges Verhältnis dazu. Okay. Und warum? Ja, weil ich so ein bisschen festgestellt habe, dass die zum Teil auf der anderen Seite irgendwie immer noch ein bisschen menschlich sind auch. Und ich kann mich nicht immer finden, dass sie dir die besten Räte geben. Ja, die Verstorbenen, wahrscheinlich die Geister. Ja, ich glaube, es kommt wahrscheinlich darauf an, wer das rum ist und wer das dir was sagt. Ja. Genau. Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe aber auch Leute, die Hammer sind in dem. Also vor allem in England, die sind so starre dort, wo ich zusammen Kurs mache und ich finde so, wow, holy shit, was du machst, richtig geil, oder? Genau, aber für mich ist es jetzt nicht. Also es ist auch nicht dort, wo ich mich hingezogen gefühlt habe. Und da habe ich das gemacht. Und dann habe ich gedacht, hey, geil, das funktioniert hure cool. Also ich habe irgendwie, mein Kader war nie krank gewesen. Wir haben das durchgezogen, wir haben einen Frieden gehabt. Ich hatte die Kriege zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern und das ganze Zeug. Das haben wir alles nicht gehabt. Und da habe ich gefunden, und das ist so der Tag, wo ich gefunden habe, okay, und jetzt könnte ich ja mal da auch so ein bisschen meine Budgetzahlen und so, weil ich meine, ich habe Finance und Banking studiert, aber ich finde es so langweilig. Könnte ich ja mal das auch so ein bisschen so machen irgendwie. Ja. Und dann ist das irgendwie einfach cool gewesen. Das hat mega gut funktioniert und dann habe ich gefunden, cool. Und dann also was hast du denn für deine Budgetzahlen gemacht? Die habe ich mir auch. Geld ist am Ende des Tages auch Energie. Das Budget ist so, auch ja. Energie. Ja. Und haben das in dem Sinn auch energetisch behandelt. Und quasi dort habe ich dann gesagt, gebe ich das an das Universum ab und sage, hört Leute. Also mich scheisst das ja grundsätzlich an. Ich meine, ich liebe meinen Job. Ich will einfach das machen und ihr schaut einfach, dass es da hinten super rauskommt, dass mich jeder in Ruhe lässt und ich mache und tue, was ich will. Also einfach immer im besten Sinn. Ja, genau. Ja, im Wohle aller und bla bla bla. Ja. Und dann hat das sehr gut funktioniert. Und dann habe ich gefunden, das ist mir noch geil. Oder so das Betriebsökonomische. Ich bin sehr, der Frank kennt mich schon länger, ich kann sehr rational sein. Und für mich ist auch das ganze Energetische ist für mich ein
Werkzeug. Und zwar zum effizienter werden, zum besser werden, zum Menschen besser können abzuholen, was mir ja wiederum auch Effizienz gibt am Ende des Tages. Oder? Und das ist dann so, wo ich gefunden habe, das wäre jetzt noch irgendwie so ein bisschen businessmäßig, könnte das noch passen. Und dann habe ich irgendwann unter den Punkt, und das war jetzt die riesige Schleife, zurück auf deine Frage, und dann, was hast du gemacht, dann hast du angestellt und bla bla bla, dann habe ich gekündigt. Und der Punkt war, ich habe mit dem Universum abgemacht und gesagt, hört, wenn ich das Jahr den Maximum-Bonus hole, mein Team einigermaßen in einem ruhigen Fahrwasser ist, ich meine Facility Management und das Gefühl hat, du bist in einem Regelbetrieb, das kannst du vergessen. Ja. Aber so einigermaßen stabil ist und ich so und so viel Geld auf dem Konto habe, dann weiss ich, jetzt ist der Call, jetzt muss ich gehen. Ja. Und dann ist, holy shit, ist das passiert. Ja. Und dann ist auf einmal, und ich habe ja 10 Jahre schon selbstständig werden und das Gefühl, ich sei noch zu wenig gut. Und dann habe ich aber auf einmal das Gefühl gehabt, wieso ist so, okay, wenn ich es jetzt nicht mache und ich das so irgendwie mit denen gedealt habe, dann ist die Gefahr, wenn nicht, genau, dann wirst du geschupft. Ja. Und ich fand, nein. Also schupfen finde ich nicht geil. Also Augen zu und durch. Und dann habe ich einfach gekündigt. Ja. Und tatsächlich, und auch wieder pragmatisch, voll gekündigt, weil ich gewusst habe, ich kann nicht Teilzeit arbeiten. Ich habe den Job, den ich mache, den ich liebe, und meine Mitarbeiter, die mir mega am Herzen liegen, kann ich nicht, wenn es irgendwie Herd auf Herd kommt, einfach sagen, ja nein, aber jetzt bin ich 40%, jetzt mache ich mich selbst, jetzt bin ich da für mein Ding da. Und dann habe ich gefunden, okay, cut it. Und habe bei 0 angefangen. Also ich habe 0 Aufträge gehabt, ich habe gar nichts gehabt. Genau. Also das ist ein bisschen ausführlich. Ja, so. Aber dafür sind wir ja hier. Wir sind genau. Das ist, um Detailgespräche zu führen. So. Dann hast du, wenn du das jetzt mal in einem Satz zusammenfassen müsstest, womit du dich selbstständig gemacht hast. Was ist denn dein Angebot an den Markt gewesen zu dem Zeitpunkt? Ursprünglich? Oh. Das waren viele Gespräche mit dem Frank. Sicher? Ja, bezüglich dem. Ja, weil mein Angebot war tatsächlich, ich hatte Einzelcoaching, ich hatte Teamworkshops, Fußreflexzonenmassage, Energiearbeit shit, sorry. Und alles gut. Und Seminar. Okay. Und Referat, glaube ich, auch noch. So, gell? Was für Seminar denn? Ja, heutisches Gesichter lesen. Das habe ich eben gesehen, das hast du auf der Homepage. Ja, genau. Da muss ich dann aber auch noch ein bisschen mehr wissen. Ja. Genau. Und dann, ich bin so ein bisschen Beiwerk. Ne? Irgendwie ich stehe hier so ein bisschen rum. Warte mal, ich hole mir kurz was zu lesen. Das ist genau. Ja, genau. Und dann ist eben, und so, dann ist das Problem gewesen, der Frank sagt, das kannst du nicht bringen. Ich meine, die Leute sind noch nicht bereit für das. Und ich so, Frank, ich stehe für die Energiearbeit. Das muss irgendwie drin sein. Also, es ist schon ein bisschen das, was ich mit dir zwischen die Gespräche, die ich mit ihm führe. Oder? Ja, aber genau deshalb sitzt Sandra ja auch hier, ne? Also um das zu machen. Ne? Aber nein, pass auf, der Punkt ist, weder das eine ist gut, noch das andere ist schlecht. Ja. Sondern, wenn du hergehst und da haben wir x-mal drüber gesprochen, da haben wir auch drüber gesprochen, du hast eine Melange plötzlich, die Menschen nicht verstehen und die sie auch überhaupt gar nicht mögen, die es probieren und sagen, Alter, was ist denn das für was willst du von mir? Du willst auf der einen Seite, willst du mir helfen, die kommunikative Interaktion in meinem Leadership-Team zu helfen und du massierst uns die Füße dabei, oder was? So, das ist einfach, einfach, wo du hergehst, also, wo ich sage, das müssen wir vielleicht ein bisschen, wie man in Hamburg sagen würde, auseinanderdröseln. Ja. Da müssen wir vielleicht mal das eine, dann müssen wir das andere. Und ganz am Anfang, und das ist auch das, was ich dir gesagt habe, du musst die Menschen ja erstmal in Sicherheit wiegen. Hier kann mir nichts passieren. Nummer 1, das ist Sicherheitsgedanke. Hier kann mir nichts passieren. So. Und es hilft mir weiter. Ja. Und dann kann man lang... Jetzt geht das schon wieder. Ja, hat ein Widerwort auf dem. Und dann langsam kommen, pass auf, lass uns das auch mal mit dem und dem versuchen. So, also das ist so. Und darf ich ganz kurz dazu was sagen? An einer ähnlichen Stelle befinde ich mich ja auch mit all dem, was ich tue, Zeit meines Berufslebens. Weil wenn jemand gefragt hat, das einzige Mal, wo ich wirklich sagen könnte, was ich bin und wo dann auch sofort Ruhe gewesen ist, als ich Journalist gewesen bin. Was machst du beruflich? Ich bin Journalist. Gut, klar. Okay, danke. So, und der Rest war immer,
Auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ja. Aber der Rest war immer ein 30-minütiger Monolog über das, was ich tue. Und das ist jetzt auch so. Und das zusammenzudampfen, das ist super schwierig. Das heißt ja nicht, dass man das nicht letztendlich dann auch anwendet und im weiteren Verlauf anbietet. Aber die Frage ist, was biete ich, also was ist mein Köder für den Markt? Ja. So, dann hast du dich also selbstständig gemacht, zusammengefasst mit dem. Mit so einem grossen Sammelsurium. mit einem, genau, richtig, ganz genau. Also ja, und dann nachher, weil ich ja, also für mich ist wie klar, alle schnurren von Körper, Geist und Seele. Und ich habe festgestellt, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, was ich sage, aber die wenigsten checken es. Danke vielmals. Es ist unglaublich. Ja. Und daher ist ja logisch, wenn irgendjemand mental, Ich hole mir wirklich emotional, was zu lesen. wenn irgendjemand emotional mental ein Thema hat, dann spiegelt sich das im Körper wieder, weil sie hören dann nicht und darum sagen, und irgendwie alle schwätzen davon und es ist mir völlig klar, aber wenn sie ins Business kommt, dann ist es so, also was jetzt? Und dann... Ja, spannend. Ich hatte gestern mit meiner besten Freundin so eine geile Diskussion gehabt. Ja. Wegen all dem Zeug, wegen in Therapie gehen und Zeug und Sachen. Und das ist auch so etwas. Eben Körper, Geist und Seele. Und niemand rafft, dass du musst mit dir selber anhocken und dich einmal kennenlernen und lernen anhören. Ja. Und lernen anfangen zu verstehen. Und wenn du eben in Energie und Frequenzen denkst, dann ist dir völlig klar, wieso dass dir ein grosses Zeichen wehtut. Genau. Ja, also, genau. Ja. Und der Frank ist wieder. Ja, genau. Ich muss immer... Was habe ich es ist vorhin... gerade ein Volta. So gut. Was Ja, habe genau. was habe ich vorhin gerade gelesen? Ich weiß nicht, wo das gewesen ist. Früher hat eine einzige... Wir unterbrechen dich immer. Eine einzige... gut. Ja, aber so ein Ich kann Gespräch. mich wehren. Okay. Eine Geschichte, früher hat eine einzige Bunkerschelle von unseren Eltern, hat die Chakren gereinigt, hat uns wieder geerdet, mit allem, was dazugehört. Ne? Das war so. Ne? Frank, Ich weiß, ja. nein, ich weiß. Das ist, ich weiß. Ja. Aber ich wehre mich ja nicht grundsätzlich dagegen, aber manche Sachen verstehe ich wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht. Vielleicht habe ich dafür... Hast du das schon mal erlebt, Sandra? Also du bist mit einem Kessel Buntes, hast du dich selbstständig gemacht und bist damit dann an den Markt. Ja. Und wie denn? Also, Aha. schönen guten Tag, mein Name ist Sandra Zweidler. Hätten Sie Interesse? Wie hast du denn, also du hast eine Firma gegründet, du hast eine GmbH. Ja. Du hast Genau. die Firma gegründet und dann hast du dir ein Büro gesucht und dann hast du dann hast du vom Telefon gesessen und dich gefragt, warum ruft denn jetzt keiner an? Oder wie bist du in den Markt gegangen? Also meine erste Aktion war tatsächlich, das ist etwa einen Monat, bevor ich mich selbst... das ist gerade um die Selbstständigkeit herum, habe ich die grössten 7 Plakatstellplätze reserviert und habe ein Plakat gemacht. Und ein Foto von mir drauf und einfach drauf geschrieben, In Coach. Zug. In Zug. Okay. Ja, es waren etwa 7 Stellen, eine gegen Ägeri rauf, eins im Bars. Und ich habe versucht, irgendwie so, und dann habe ich gefunden, weil ich möchte, das war meine erste Aktion, es war nicht darum, zum Kunden zu gewinnen, sondern zum meinem Netzwerk, wo ich aufgrund von meinem vorherigen Job halt relativ gross geworden ist, zu zeigen, dann konnte ich es nicht sagen, hey, ich mache im Fall etwas anderes. Ich mache jetzt etwas anderes. Und im Fall, dass er vielleicht irgendwann sollte das Thema haben bezüglich Mitarbeitende oder bla bla bla, oder selber ein Thema haben, dann wäre ich da jetzt auf dem Markt verfügbar. Und Plakate in welcher Größe? Eben die grössten. Was ist das? F1? Nein, was ist F2. Was sind so die riesigen Ich habe Dinge? jetzt müssen bestellen. Ich glaube F2 oder F4. Ah ja. Ja. Also okay. die Ja. quer sind. Okay. Aha, nein, das Okay. ist in dem Fall nicht. Die Nein, die sind in dem Fall queren- noch grösser. Ja. Die Ja. queren. Aber Okay. wahrscheinlich F2 oder so, ja. Okay. Keine Ahnung. Mhm. Ja, Ja, die. gut.
das und dann, das war die erste Aktion. So geil. Ja. Das ist geil. Also das braucht auch mega Mut, nicht? So Ich habe es nicht so schlimm, ich habe es nicht mal so mutig gefunden irgendwie. Ich habe irgendwie so gefunden, oh geil, das ist eine Aktion, das mache ich. Und es ist so, und es ist so, mutig. und das Lustige war, also da habe ich das auf LinkedIn drauf da und das ist wirklich da habe ich glaube ich 15'000 Views gehabt. Dann dachte ich so, okay, also du musst einfach irgendwie ein Foto machen, ein Plakat machen und dann kommst du 15'000 Mal irgendwie auf LinkedIn, wirst du irgendwie angeklickt. Ja. Ich meine, das habe ich nachher never ever mehr geschafft. Aber das ist wieder voll witzig. Das ist witzig. Ich hatte sehr viele Feedbacks gehabt. Leute, die mich davon angesprochen haben, das war meine erste Aktion. Und dann, was habe ich eigentlich gemacht? Dann habe ich Flyers gemacht. Bin irgendwie Flyer verteilen, wirklich so ganz händisch noch. Dann habe ich eben auf LinkedIn angefangen, meine Freitagsinspiration zu schreiben. Einfach einmal wöchentlich. Ich hasse das Schreiben. So. Ganz kurz, vielleicht mal für diejenigen, die nicht wissen, was LinkedIn ist. LinkedIn, ja, das das? so, ja. Ja, das ist. Ich habe gestern gerade wieder einen Termin gehabt für ein Pro Bono-Projekt. Da wussten 2 der führenden Leute tatsächlich nicht, was LinkedIn ist. Der eine wusste es so ein bisschen, hat aber keinen Account und der andere wusste es gar nicht. Ist ein Business-Netzwerk. Genau. Ist im Grunde genommen so etwas wie Facebook im Business-Bereich. Verkommt leider Gottes teilweise auch ein bisschen jetzt schon inzwischen dazu. Aber auch eine weltweite Vernetzung von Professionals aus allen möglichen Branchen mit allem, was dazu gehört. Man erzählt, wer man ist, man erzählt, was man tut, man erzählt, was man anbietet, bla bla bla. So, das ist LinkedIn. Ne? So. Und da machst du die Freitagsinspiration. Ja, genau. Ja, wie viel hast du denn davon schon? Also, über ein Thema, was erzählst du dann zum Beispiel? Was habe ich gelesen? Dass Fluchen gut ist. Genau, das ist eine weitere Diskussion mit dem Frank, die ich hatte, dass ich keinen Redaktionsplan habe. Weil ich einfach so nach dem Lustprinzip schreibe und so, aber dann du musst dein Profil schärfen. Das ist übrigens der morgige Post geht um das. Ja. Du musst dich fokussieren. Ich muss mich vernetzen mit dir. Genau. Und ich schreibe querbeet. Ich schreibe über Führungsthemen, über Teamthemen, über Selbstthemen. Aber ich glaube, der Inhalt, wenn ich etwas schreibe, ich versuche immer den Leuten etwas mitzugeben im Sinne von, hey, das wäre eine Technik, die du machen könntest, oder das ein kleines Giveaway, try it out. Ich glaube, das ist so, ich schreibe nicht einfach so, jetzt bin ich vom Eiffelturm und es ist mega schön, oder ich finde irgendwie so das und das, was man finde, voll kacke. Und du nicht irgendwie ich versuche immer irgendwie einen Mehrwert zu geben, aus meinen Augen irgendwie. So ein Wissen, das ich teilen kann. Also auch für den Business-Alltag eigentlich. Also für die Unternehmen, für den Business-Alltag, wo du sagst, da gebe ich Inspirationen mit. Nein. Für den Mensch. Auch für den Mensch. Es ist wirklich der Mensch. Ich glaube, der Mensch ist mein Thema, gell? Der Mensch ist dein Thema, aber es ist so über alles hinweg. Ja. Ne? Es sind Menschen und Unternehmen und all das. Ja alles rein, gell? Also. Ja, aber jetzt sind wir wieder dabei, dass der Köder dem Fisch schmecken muss und er muss ihn als Köder sehen. Und der Köder unter anderem bei LinkedIn oder bei Instagram oder wie auch immer ist halt der Algorithmus auch. Zum Teil. Das ist so. Und bitte? Magst du mir schon meine Jacke geben? Mir zieht es irgendwie so Rücken. Ja, selbstverständlich. Darf ich den Satz noch zu Ende bringen? Danke. Und wenn du wie viel von diesen Freitagsinspirationen von den Postings auf LinkedIn hast du jetzt gemacht? Ich glaube, morgen kommt der 119. Ja. Freitagspost. Ja. So 119 in deinem Themenbereich, ganz genau. 119 war so das in deinem Themenbereich. Der Algorithmus hat aber noch nicht entdeckt, weil normalerweise ist ja exakt das, was man tun soll. Sag, pass mal auf, such dir ein verdammtes Thema raus. Und über dieses Thema sprichst du dann die ganze Zeit und das kriegt der Algorithmus mit, genau. Bla bla bla. Und dann spült er dich hoch in der Aufmerksamkeit des Gesamtnetzwerkes. Und du sprichst ja exakt über deine Themen, nur die versteht der Algorithmus noch nicht so, wie er denn eigentlich könnte. Denn gerade diese Leadership, gerade die Development-Themen, die sind ja wichtig. Aber dadurch, dass du auf der einen Seite über Teambuilding sprichst und auf der anderen Seite über taoistisches Gesichterlesen,
denkt der Algorithmus, was ist denn hier los? Was hat die denn genommen? Das ist super. Ja, so, ich hole dir jetzt deine Jacke. Ja, ich habe gedacht, du magst wahrscheinlich so überlangen mit deinen langen Armen nicht. Go, Gadgetto, Arm, Go, oder was? Ja? Ja, Nein, Inspector Gadget. Ah ja, genau, Inspector Gadget. Ja. Danke. Herzlich, genau. Danke. Oh, ich weiß nicht, wieso das mich so Herzlich aufgezieht. Gestern bin ich im T-Shirt angeguckt. Ja, gut, wir waren auch gestern ein paar mehr Leute da. Ja, kann sein. Ja. Entschuldigung, danke. Sehr gern. Besser. So, und also Plakat und dann das Netzwerk und dann. Wie lange hat es gedauert? Das interessiert mich. Angie interessieren da mehr die inhaltlichen Themen, aber mich interessiert eben vor allen Dingen das Business Development, ne, Geschäftsentwicklung. Wie lange hat es gedauert, bis du den ersten bezahlten Kunden hattest? Weißt du das noch? Nein. Der erste bezahlte Kunde. Für irgendwas? Ja, das ist, glaube ich, irgendwie so einen Monat oder so. Okay. Mhm. Aber das hat mit Fußreflex angefangen. Ja. Coachings sind am Anfang mega schleppend gegangen. Es ist wie so, ich habe es noch spannend gefunden, es ist wie so, wenn du etwas Neues machst. Zum Beispiel, wenn du hast irgendwie Betriebsökonomie studiert, hast irgendwie Leadership-Ausbildungen gemacht und du hast jetzt theoretische Werkzeuge und du willst jetzt erst mal führen. Und niemand will dir die Chance geben. Ja. Ja, wir suchen aber jemanden mit Führungserfahrung. Ich so, ja, ich kann ja die Führungserfahrung nicht sammeln, wenn man nie die Chance gibt. Genau. Ja. Und das ist länger gegangen im Coaching und auch in den Teamworkshops. Und jetzt merke ich so, jetzt kommen die anderen so, weil jetzt werde ich weiterempfohlen. Und das tut sich häufen. Also und eigentlich aus diesen Coachings raus, wo du weiterempfohlen wirst. Ja. Mega schön. Genau. Ja. Und ich glaube ja wirklich etwa eine Woche und das erste Coaching. Boah, gute Frage. Also einen Monat. Jetzt sind wir schon auf eine Woche runter. Also du hast vorhin gesagt, einen Monat. Ja, bis ich etwa den ersten Ja. Kunden hatte, Ja. so ein Fußreflex und dann Ja. ist es so. Aber gell, dann hat es mich wieder gegeben, 2 Wochen. Nichts. Da ist keine Sau gekommen. Mhm. Nicht. Mhm. Und das Wann musst hast du dich selbstständig gemacht? Wie lange ist das her? September 22 Mhm. ist das gewesen. Mhm. Und also da kommen deine Urthemen auf. Und ich glaube, eines von meinen Urthemen ist Existenzangst. Also ich weiss nicht, wie Nein. oft das der Frank schon mein Geheul hat müssen anhören. Horror. Und zwar Existenzängste auf allen Ebenen. Ja, nicht nur das Finanzielle, Nein, sondern nein. du hinterfragst dich, du hinterfragst Ja. dein ganzes Leben, du denkst, Ja. dein Selbstbewusstsein ist zwischendurch an so einem kleinen Haufen und dann hockst du wieder an und dann meditierst und denkst, nein, ist gut, ist Ja. alles gut, Ja. ist alles gut, lass auf mein Herz. Nein, und dann gehst du weiter und dann bist du frohen Mutes und dann Hast du du den nächsten Raucher. Genau, und denkst so, shit. Also es ist wirklich, Ja. und das will ich gar nicht schönreden. Also du hast die Diskussion auch miterlebt, Frank. Das war letzten Spatsommer, gell? Habe ich einmal mein Kessel angeschaut und habe gesagt, Ja. hey, wenn das nicht massiv besser wird, dann suche ich mir wieder einen Job. Weil irgendwann wird der Druck, ich weiß nicht, wie lange dass ich das noch aushalte. Immer so die Ungewissheit und lange und wann kommt jetzt endlich einmal so der regelmäßige Flow und all das. Und habe dann aber, ich meine, Coach, ich habe auch meine Coaches. Also ich sage immer, wenn ich das Gefühl habe, meine Selbstentwicklung ist fertig, würde ich glaube irgendwie etwas falsch machen. Also falsch machen. Oder? Dann habe ich glaube ich ein verblendetes Bild von mir selber. Und dann habe ich das wirklich so ein bisschen für mich nochmal mit meinen Coaches reflektiert. Und habe festgestellt, nein, ich bin glaube einfach gar nicht mehr fähig für den normalen Arbeitsmarkt. Ich bin gar nicht mehr führbar. Also das geht mir gar nicht. Also, und dann habe ich beschlossen, es gibt nur eine Vorwärtsstrategie. Und jetzt ist einfach die Vorwärtsstrategie, ich mache das, was ich mache. Ich mache das, was ich liebe. Und es gibt für mich ein Anstellungsverhältnis maximal dann, wenn ich genau das, mit dem Freiheitsgrad, den ich jetzt habe, könnte in einem Unternehmen machen. Ja. Dann würde ich sagen, okay, also ich muss nicht unbedingt den Inspirationsweidler Stempel drauf haben. Aber sonst wäre das ein No-Go, weil ich habe in meinem Kopf und ich weiss genau, wie ich es will haben. Und wenn ich es nicht so will haben, dann frage ich. Und dann werde ich aber am Ende des Tages selber entscheiden, wie ich es machen will. Genau. Da ist jetzt das erste Mal der Name deiner Firma gefallen. Inspiration Zweidler Genau. im Netz zu finden. Bevor wir da weiter drauf eingehen, wie denn dann der Entwicklungslauf gewesen ist am Ende des Tages. Du hast ja noch weitere Ausbildungen
gemacht. Ja. Können wir da vielleicht einmal die Liste, einmal die Bullet Point, dann kommen wir nachher auch zuletzt vielleicht dann zu dem. Ja. Und dann darf Angie mal raten, was das ist, wenn wir live werden könnten. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Geräten auch mitraten, aber wir sind noch nicht live. Also, dann hast du noch gemacht. Ja, also ich glaube, um es ein bisschen so sagen, statt Geld für Ferien, wie andere Ferien ausgeben, habe ich Geld für Weiterbildungen ausgegeben. Ja. Also ich habe noch diverse Leadership-Ausbildungen gemacht, eben so das Detail. Und dann habe ich angefangen, Coaching-Ausbildung. Also ich habe das taoistische Gesichterlesen gemacht, Coaching-Ausbildung. Ich habe hypnosystemische Coaching-Ausbildung gemacht beim Gunter Schmidt, also für Organisationsentwicklungen. Ich bin jetzt dran am Institut, also am SÜST-Institut in München, Organisationsentwicklung machen, systemisch. Ich habe dort auch schon eine Ausbildung als systemische Strukturaufstellerin. Habe jetzt aber wirklich so den ganzen Orga-Bereich noch vertiefen. Ich habe eine Ausbildung gemacht als eben Heilerin, also ein Heilmedium, sagt man dem irgendwie. Wo hast du das gemacht? Das habe ich in Wielen gemacht, beim Eamon Downey, bei dem Wendeli Niederberger. Also der Eamon ist aus England, ist jetzt so eine rechte Grösse, auch Amerika und so. Und der kommt einfach nur im deutschsprachigen Raum, kommt der hier in die Schweiz. Und das gemacht. Was habe ich denn noch gemacht? Dann habe ich noch diverse Einzelausbildungen gemacht im eben energetischen Bereich. Das Wingwave hast du Wingwave habe ich auch noch gemacht. Das habe ich dann aber nur den Grund, also das muss ich vielleicht noch sagen, alle meine Weiterbildungen, die ich mache, wenn es um Coaching geht, vom Einzelcoaching, sind Sachen, die ich meinen Klienten weitergeben kann. Also ich stehe brutal auf Selbstermächtigung. Also mich langweilt das auch, wenn ein Klient mehr wie 5 Mal hintereinander kommt, vielleicht das irgendwie so, dann habe ich das Gefühl, also jetzt mache ich definitiv nicht verstanden, ja. Also das ist nicht dem Klient sein Fehler, sondern ist mein Fehler. Also da bin ich irgendwie nicht fähig, um das ihm beibringen oder ihr beibringen. Und Wingwave ist so etwas, wo schwierig ist, dir das selber zu machen. Und dann habe ich gefunden, da mache ich nicht weiter, aber dafür habe ich jetzt PEP noch angefangen. PEP ist ganz kurz mal, bevor Wingwave ist, ich habe das ja auch mal gemacht. Das hast du mir gerade erzählt. Ich habe das auch mal gemacht. Ich weiß nicht, was Wingwave ist. Wingwave arbeitet mit der Annahme, dass und du berichtigst mich natürlich. Ich sehe schon irgendwie, das ist schon auf Spannung. Ganz genau. Richtig, ganz genau. In der Annahme, dass du tatsächlich in der REM-Phase, also in der Rapid Eye Movement Phase, Traumphase, in der Traumphase, dass du dort bestimmte Anker setzt und Verankerungen setzt in deinem Bewusstsein. Und Wingwave, ganz genau. So, pass auf, was passiert die REM-Phase, Radio, weil ich will, hier lernst du was. Die REM, Rapid Eye Movement. Das ist, wenn jemand tief schläft, träumt. Nein, es ist nicht die Tiefschlafphase, sondern es ist die Traumphase und die Augen halt sich hin und her bewegen. Ja. So, die Augen bewegen sich. Genau. So, und da träumst du und da verankerst du etc. Und das, was das Wingwave macht, ist, dass es im Grunde genommen die Rapid Eye Movement Phase simuliert. Mit Zeichen und die Augen folgen den Fingern und dann bewegen sich die Augen ganz, ganz schnell und du spannst das Ganze vor mit einem bestimmten Thema. Ich kann gerade sagen, also musst du dann irgendwie so... Wie war die Erklärung? Ist das so halbe Hypnose? Okay. Oder was? Nein. Also weißt, aber gehst du nicht her und sagst, mein Thema ist, keine Ahnung, Kaffeesucht. Zum Beispiel Kaffeesucht und dann gehst du so ein bisschen rein, Emotionen, was für Emotionen sind da drin, was passiert. Und das musst du mit dem Therapeut besprechen? Genau, mit dem Therapeut. Und dann geht es, und die Augenbewegung, was er dort macht, ist, dass Emotionen auch verarbeitet werden im Hirn. Das ist hirnphysiologisch. Es ist auch erforscht tatsächlich. Es ist nicht irgendwie so Hokuspokus, sondern da gibt es Forschungen darüber. Und du tust in dem, dass ich das mache ich halt mit den Fingern, tue ich dir schnell vor den Augen hin und her winken und du gehst eigentlich in deine Emotion rein und du folgst gleichzeitig meinen Fingern mit den Augen. Und das ist wie so, du tust dem Körper erlauben, die Emotionen zu verarbeiten. Weil oftmals drückst du ja Emotionen weg. Du hast zum Beispiel ein Schockerleben, eine Angst oder irgendetwas und dann tun wir das ja wegdrücken. Wir gehen dann nicht in die Emotionen rein, sondern wir tun irgendwie so ablenken oder es verdrängen oder whatever. Ja, 95% von allen Leuten, ja. Genau, und das hilft so ein bisschen, das zu machen. Was Wingwave noch speziell macht,
sie arbeitet auch mit dem kinesiologischen Muskeltest. Also du tust zum Beispiel schauen, ist es wirklich die Emotion Angst oder Neid oder was auch immer, einfach eine negative Emotion. Und du tust anhand vom Muskeltest schauen, ist es da wirklich das? Und dann tust du mit Wink das verarbeiten. Long story short, ich finde es eine coole Technik, sie wirkt tatsächlich, aber du bist halt immer auf irgendjemanden angewiesen, meiner Meinung nach. Da werden wahrscheinlich dann Spezialisten oder sagen, das ist nicht wahr. Für mich, ich finde es nicht so praktikabel wie andere Techniken. Und darum habe ich das jetzt nicht weiter verfolgt. Genau. Ja, okay. Gut. Also, okay. Ja. Ja, ich muss vielleicht mal darüber nachlesen, weil ich habe ganz eine andere Auffassung vom REM-Schlaf. Aber spannend. Ja. So, und dann hast du, und da, wie gesagt, gleich geht das Ratespiel los, kann man aber nichts gewinnen. Dann bist du ja zertifizierte Kräuterhexe auch. Ja, genau. Das heisst diplomiert, was ist es? Es ist nicht Heilmedium, sondern Pflanzenmedium-Ausbildung habe ich noch gemacht. Ah, wo hast du das gemacht? Das habe ich bei der Lina gemacht, bei der Lina Rebmann. Bei ihr war ich an einem Kurs vor 3 oder 4 Wochen. Ach, das war das in Oberwil. Cool. Mit dem Ja. das eigene, was war das? Das eigene Getriebeöl Auraspray. finden. Ja, Auraspray, ganz genau. Und Ja. Lina hat mit mir Teilerausbildung gemacht beim Amen. Und so kennen wir uns. Genau. Und jetzt habe ich bei einer Pflanzenausbildung gemacht, was wirklich halt um Kommunikation. Es ist nicht das klassische, du lernst jetzt Pflänzchen auswendig und so, was die machen, sondern du tust dich energetisch mit den Pflanzen verbinden und gehst eigentlich in Kommunikation mit denen. Und ich als effizienter und ein bisschen fauler Mensch finde das super geil, weil dann muss ich nicht irgendwelche Sachen auswendig lernen, sondern ich kann halt einfach in Kommunikation mit Pflanzen gehen und sagen, hey, was machst du eigentlich? Oder welche Pflanze hilft jetzt gerade meinem Klient mit dem Thema? Und spüre ihn. Genau. Ja. Voll Ja, wertvoll. genau. Und hast du am da Frank ist- etwas mitgebracht? Da ist das. Nee, pass mal auf. Also das ist ja, ich bin ja grundsätzlich, was das anbelangt, was pflanzliche, wie nennen wir es denn mal, Supplements anbelangt, bin ich ja grundsätzlich sehr offen. Ne? So. Das Also mit dem vorwiegend energetischen, jamaikanische Bergkräuter. also Heuernte. Heuernte, Ja, ganz genau. Und das hier, aber mit dem energetisch in die Pflanzen reinhorchen, da bin ich dann wieder, dass ich sage, okay, gut, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Aber so, und das hier sind solche, ich mache das mal näher an die Kamera. Das sind kleine Kapseln. Und in diesen Kapseln, Opa hat die Brille nicht auf, ist ein Pulver. Und das ist aus einer Pflanze. Und Sandra, was macht das, wenn man das nimmt? Vielleicht kommt Angie dann so drauf. Wenn man das nimmt, führt das die Pflanzenstoffform für Klarheit. Innere und äußere Klarheit. Das finden die im ersten Moment alle mega cool. Nicht immer, weil Klarheit bedeutet auch, dass du dann irgendwann musst halt Schritt unternehmen, wo du dich vielleicht eben noch mega dagegen wehrst, weil du das eigentlich gar nicht les findest. Ja. Es ist Klarheit. Die Pflanze ist auch gut bei ADS, wenn du, es ist auch für physische Geschichten, für Arthritis, Rheuma-Geschichten ist es auch gut. Es ist in Cremeform auch sehr cool habe ich auch schon ausprobiert bei Halsentzündungen. Ich habe es tatsächlich auch mal noch in Öl eingelegt und mit dem Rohr, weil ich nichts anderes hatte, habe ich wirklich das einfach eingestrichen am Hals und gedacht, hey, ich habe nichts anderes. Und es hat genützt. Ich habe es richtig geil gefunden. Die einen brauchen das Aufputschmittel, bei den anderen wirkt es schlaffördernd in der Nacht. Das musst du wirklich für dich herausfinden. Es ist tatsächlich so vice versa. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste da ist wirklich Klarheit und Schärfung der Sinne. Schärfung der Sinne. Angie. Ich weiss Pflanzen nicht. Du Und? weißt ja, du kannst ja Fragen stellen. Weil ich weiß ja, was es ich ist. bin auch Ich weiß ganz ja, schlecht. wo sind wir? Sind wir oben in den Bäumen oder sind wir unten am Boden? Oder sind wir dazwischen irgendwo? Wir sind am Boden. Ja, hätte ich jetzt Ich auch weiß ja, gesagt. was das ist. Du musst mir nicht erklären, dass wir am Boden sind. Ja, das ist mir ich schon weiß klar. ich weiß ja, was das ist. Ja, aber das Klarheit. ist mega schwierig. Hey, Bist du mit Pflanzen drin? Nein, überhaupt Ja, eben, nicht. also Also ich bitte. habe so in der gängigsten Kräutchen und Blümchen. Naja, aber Kröli und Blümli, das gut klar. Also ich kenne mich auch mit dem Wir können uns mal annähern. jamaikanischen Bergkräutchen nicht so aus. wir können, das ist ein ganz einfaches Thema. Es gibt ja im Moment oder schon seit längerem gibt es ja eine relativ große Welle in der Mentalunterstützung, in der Mentalweiterentwicklung. Und das ist ja auf der einen Seite sind das
verschiedene Therapieformen, aber unterstützt mit Magic natürlichen... Mushrooms. Genau. Das ist ein schönes Stichwort. Sind es Magic Mushrooms? aber wir sind in dem Bereich. Okay, das geht jetzt noch ein bisschen LSD rein, Magic Mushrooms. Bleiben wir mal beim Mushrooms. Welcher? Ist Flügelpilz. Es ist Ja? Fliegenpilz. Ja, weil es ist lustig, ich habe Flügelpilzessenz in meinem Auraspray drin. Ganz sehr prägnant und sehr, sehr stark. Ja. Cool. Ja. Cool. Ja. Ja. Es sind Fliegenpilzkapseln. So geil. Ja, Okay. genau. Ui, und du hast die jetzt im Frank mitgebracht? Die habe ich im Frank schon länger mal gebracht. Ja. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich sehe, sie ist noch voll. Ja. Wieso nicht? Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil Sandra hat auch gesagt, da musst du ein bisschen Ruhe für haben und das musst du dann draußen am besten im Wald nehmen. Ja, also wenn jetzt, nein, also sorry, jetzt muss ich das mal schnell, jetzt müssen wir das mal schnell relativieren, weil Flügelpilz ja aus der Surselva, selber gepflückt, selber getrocknet, du kannst sie in verschiedene Formen nehmen. Wenn du jetzt eine Kapsel von denen nimmst, das sind etwa 700 Milligramm sind da drin, dann passiert nicht so viel. Also es hilft dir vor allem, zum Beispiel ich nehme sie viel, wenn ich Weiterbildungen bin und ich muss mich fokussieren und es ist mir wichtig, dass ich die wichtigen Inhalte aufnehme und dabei bleibe und mich nicht irgendwie von dem und da und alles überhaupt ablenken lasse. Wenn du das in höheren Dosierungen nimmst, das kommt auch aus dem Schamanismus, die Schamanen arbeiten auch mit dem, dann gehst du auf Visionsreisen. Und dann nimmst du natürlich einiges mehr. Also dann sind wir so bei 3-4 Gramm aufwärts. So, je nachdem. Also ich würde jetzt mal dort anfangen und dann schauen. Die einen fangen bei 2 Gramm an. Die anderen spüren bei 2 Gramm gar nichts. Also es ist halt, Bring ihn nicht auf blöde Ideen. Ja. Und wenn du Visionsreisen machst, aber es ist vielleicht anders wie so sonst Magic Mushrooms, bei den Visionsreisen vom Flügelpilz ist es so, halt, du kriegst die absolute Klarheit. Es passiert, also als ich es gemacht habe, passiert vor allem folgende Sachen. Es schärft deine Sinn. Du hörst viel besser. Also das heisst, du redest auf einmal viel leislicher, weil dich das viel zu laut ist. Du siehst viel stärker. Das ist wirklich krass. Und du siehst Energie. Also ich habe einmal, als ich Flügelpilz sammeln, hat es mich im Auge gebissen und hat mich im Auge gerieben. Und dann habe ich auf einmal so, wow, geil. Auf einmal siehst du die Aura, die Energie, also im Prinzip die Energie ist immer, oder die Aura, wie man dem ja sagt, um die Pflanzen oder um den Menschen viel, viel klarer. Also du siehst andere Ebene. Ja. Und das ist auch das Gespüren, also wirklich auch das Taktil, also wirklich die Sinn werden verstärkt und die Klarheit. Also du kommst mehr in eine absolute Zentrierung zurück. Ich glaube auch, es ist so wie eine Stille, wo kommt, eine Erdung, die passiert, mit gleichzeitigem Auftun gegen Auf, aber nicht. Ich glaube, wie man sich so LSD vorstellt, wenn man das würde machen oder wenn du irgendwie... Ich eben auch nicht, ich kann ja wählen. Ich habe so Respekt. Es hat eben mal eine Studie gegeben in Basel, die Uni hat wieder angefangen zu forschen, habe ich mich dort anmelden. Dann ist es leider für die Gesunden haben es schon abgeschlossen, dann musst du jetzt krank sein. Nein. Ja, ist eben blöd. Genau. Also eben long story short. Für das ist es eigentlich. Es ist nicht, dass du irgendwie anfängst, verrückte Sachen anmachen oder irgendwie findest, so, du musst dich jetzt befreien und nackt anfängst im Wald rumtanzen oder irgend so. Auch schön. Ja, auch schön. Freiheit. Brauche ich keine Pilze für. Okay. Aber es ist so... Genau, und ich finde ihn extrem cool, abgesehen davon, dass es so schön ist. Er ist so schön. Ja, Flügelpilz ist so ein schöner Pilz, ja. Und er ist übrigens auch bei Depressionen, wirkt das wieder stimmungsaufhellend. Das ist auch noch wichtig. Ja, genau, das ist auch noch eine wichtige Komponente von ihm. So er macht ihn nur schon fröhlich, wenn du ihn anschaust. Genau. Ja. Siehst du. Das sind die. Also 700 Milligramm pro Kapsel. Ungefähr, ja. Ungefähr. Also hast du mal etwa... Also wenn man zwei nimmt, hat man 1,4 Gramm, stimmt das? Ja, genau. Ja, okay, so funktioniert es. Ja, irgendwann mache ich das mal. Aber das ist... Ich glaube, da muss man auch ein ganz klein bisschen versuchen, aus dem Alltag rauszukommen. Ja, ansonsten, was ist mit Papi los? Also ich glaube jetzt vielleicht das erste Mal, wenn du das nimmst, würde ich das wahrscheinlich auch, nicht im Alltag machen. Ja. Also du kannst es auch im Alltag nehmen, wenn du jetzt nur eine Kapsel nimmst. Also dann wirst du nicht wirklich etwas spüren, glaube ich jetzt. Also du bist super sensitiv und auch dann wirst du nicht irgendwie mega super eigenartig werden.
das ist ja das Coole am Flügelpilz auch. Er lässt dich nicht irgendwie abdrehen oder irgend so schräg sein. Also, Ja. aber ich finde eben, wenn du das nimmst, also gerade beim Flügelpilz, ich finde, es ist auch der Respekt gegenüber dieser Pflanze. Es ist so, für mich, es hat auch mit Respekt so, wenn du das erste Mal nimmst, das ist wie so eine Einweihung. Also so eine Einweihung. Ich weiss, als ich das erste Mal Fliegenpilz genommen habe, das ist so, ich meine, hast du so ein kleines Stückchen und du hast das alles gehört und denkst so, fuck, aber wir haben alle gelernt, der ist giftig. Ja. Und wenn ich das jetzt und ist das jetzt echt, wie wenn ich würde jetzt einen Joint rauchen oder so? Oder weißt du, siehst du dich dann schon hochfliegen und dann nimmst du so und so. Okay, es passiert gar nichts. Ja. Es passiert gar nichts. Und dann musst du so brutal in dein hineingehen, damit du merkst, so, jetzt passiert etwas. Aber du kannst es auch sehr unachtsam nehmen und dann ist es halt einfach, es unterstützt dich. Also weißt du, also, das ist so, genau. Ich probier's mal so. Angie, du schielst da auch so ein bisschen drauf. Hey, Möchtest du vielleicht so 2, 3 von den Käpselchen? Nein, es ist mega flott. Nein, Yum, yum. nein, ist flott, danke. Ja, ich frage ja. Voll okay. Ja, wunderbar. Also jetzt haben wir gehört, Sandra hat viele Ausbildungen absolviert. Also ja, innerhalb von welcher Zeit hast du all die Ausbildungen gemacht? Das ist ja Wahnsinn. Ja, wann hat das wirklich angefangen? Ja, immer wieder mal. Also ich glaube, so ein bisschen nach dem Betriebs... So, sagen wir, bis und mit Master Immobilienmanagement habe ich so wie eine Ausbildung im Jahr gemacht. Ja. Und dann habe ich eine Zeit lang jetzt aber wirklich parallel Kurs gemacht. Also ich bin im Schnitt, ich habe das jetzt letztes Mal so ein bisschen ausgerechnet, ich bin im Schnitt zwischen 15 und 25 Tagen pro Jahr an Weiterbildungen. Okay. Das ist so der Schnitt, den ich mache. Jetzt das das Jahr wirklich die Ferien. Ja, das Jahr sind es auch 21 Tage. Nächstes Jahr sind auch schon Tage gebucht. Dann will ich noch Hypnoseausbildung machen, klinische Hypnose. Und dann sind noch so 1, 2 andere Sachen, die ich schon auf meiner Liste habe. So, ja. Genau. Ich tue mich immer schwer mit habe mich einfach mit dem Thema befasst, eben, was würde ich noch machen, wo will ich, wie will ich. Es ist so für mich ein ganz schwieriges Thema im Moment. Ich tue mich wirklich schwer. Angie, vielleicht magst du, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Empfangsgeräten kennen die Story ja schon, aber vielleicht magst du ganz kurz mal Sandra was so in den 5, 7, 8, 9, 10 Sätzen deinen Werdegang der letzten, sagen wir mal so 2 Jahre oder 1,5 Jahre erzählen. Ja, also ich habe auch klassisch Bankausbildung angefangen mit 15 und ich war über 17 Jahre im Banking gewesen. Die zweitletzte Station war ein Private Banking Job, den ich hatte. Das hat mir mega viel Spass gemacht. Dann habe ich die letzten 5 Jahre Geschäftsstelle von der Zuger Kantonalbank hier in Walchwil geführt. Auch sehr spannend, mit sehr vielen verschiedenen Themen konfrontiert gewesen. Und irgendwann habe ich einfach, ich habe so genug gehabt. Und es war so fertig gewesen. Und ich habe so gewusst, das ist einfach nicht mehr das Richtige für mich. Es stimmt nicht, ich passe nicht rein. Und mein Erlebnis war eigentlich, ich hatte eine 3-monatige Auszeit. Mega cool. Ich bin reisen, bin tauchen. Und dann bin ich heimgekommen und dachte, mega cool, super, hey, ich kann da voller Energie und Elan wieder starten. Donnerstag, Freitag, das war Anfang Februar. Und dann habe ich das Wochenende. Und dann bin ich heim. Und am Sonntagabend auf dem Sofa. Alles hat geschrien. Mich so Vollgas. Und ich, ja, gut, okay. Und dann habe ich einen Pack gemacht. Und ich sagte, ja, ist gut. Da oben, ich höre. Aber ich merke es gar nicht. Ich höre. Ich vertraue. Ich habe keinen Plan, aber es ist gut, ich vertraue. Und ich verspreche mir das. Ich verspreche mir, hoch und heilig, mache nur noch das, was mir gut tut und wo ich Freude habe daran. Genau. Ja, dann bin ich am Ende des Chefs mit dem Chef angerufen. Ich habe keine Ahnung, aber ja. Und jetzt bin ich 13 Monate reisen. Oh, cool. Es war der absolute Wahnsinn. Weißt du, Frank hat es schon 10 Millionen Mal gehört. Aber halte ich für eine Untertreibung. Das war der absolute Wahnsinn. Warte mal ganz kurz. Ja. Angie war reisen. Ich weiß nicht, ob das da nein, ja, so, man nein. weiß nicht, ob sie es wissen. Hier fahren wir es zuerst, ja genau. Ja. Und habe dann wirklich auch während dieser Reise so ein bisschen darüber nachgedacht, was wünsche ich mir, was hätte ich mir, was macht Freude. Und so wie du in deinen Kernthemen
Ausbildungen gemacht hast, hat Angie in einem ihrer Kernthemen, nämlich in der Taucherei, Ausbildungen gemacht. Aha. Also du tauchst ja Gut, nicht das sind nur ja nicht- einfach so, Aha, ja. sondern das ist ja alles mit Stempel. Ja. So, Ja, und jetzt gibt es noch mehr Stempel. jetzt gibt es noch Stempel. Siehst du wohl? Ne? Ja. Ganz genau. So. Ja. 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 Ja, also ich habe dann während dieser Zeit, als ich unterwegs war, in Papua-Neuguinea den Dive Master gemacht, habe dort auf einer kleinen Insel arbeiten und leben und im Hotelbetrieb mitarbeiten. Also es war ganz krasse Zeit gewesen. Hat mir viel beigebracht. Also bevor ich schon in Papua-Neuguinea war und das ist einfach, das ist jenseits, das ist so etwas Wunderschönes. Und bin dann im September, Oktober noch in Griechenland gewesen, zuerst segeln und nachher auf Naxos. Und bin dort an der Tauchschule hergelaufen und ich so, boah, gut. Eigentlich kann ich gar nicht tauchen. Und dann habe ich angefangen Tech-Tauchen. Das ist so ein bisschen mit mehr Gerät, tiefer, länger. Sehr physikalisch auch. Du schaust Tauchen mal von einer ganz anderen Seite an, lernst es von einer ganz anderen Seite kennen. Und dann bin ich da zurück in die Schweiz gekommen und bin im November noch auf Ägypten tauchen mit meinem Dive-Buddy. Und bin dann einfach mit so einem Magen-Darm-Kacke heimgekommen. Und seit ich daheim bin, Ende November, bin ich nur immer krank. Also Schnudderi, Magen-Darm, Husten. Und es wird einfach... Also jetzt ist es langsam so ein bisschen besser, aber ich dachte, hey, nein, sorry, das ist auch irgendein Zeichen, ich weiss nicht. Habe mich dann aber entschieden, dass ich noch... Jetzt fange ich die Ausbildung zum Assistant Instructor und dann wahrscheinlich eigentlich den Instructor gerade noch dran an. Weil mir das einfach mega viel Freude macht. So cool. Genau. Und Ja. jetzt stehst du ja auch an dem Weg in die Selbstständigkeit. Ja. Bin das erste Mal angestanden und habe Ohrfeigen bekommen. Mhm. Ja. Und bin jetzt aber 2 Temporärbüros noch gewesen. Zum schauen, wie temporär sich... Und will ich mal etwas finden, wo einfach ein bisschen Geld reinkommt. Dass ich dann... Ich will eigentlich wirklich im Sommer noch mal 2-3 Monate gehen. Ich brauche das. Ich muss ans Meer. Ich muss tauchen. Wer weiß, vielleicht kommst du dann gar nicht mehr heim. Maybe. Sagen mir ganz viel. Aber da habe ich schon auch so ein bisschen Respekt. Nein, und... Wo geht's denn hin ans Meer? Weißt du schon? Nein, weiß ich noch nicht. Also vielleicht gehe ich noch mal auf Griechenland. Ach. Ja, warum? Nein. Anders Wir sind so schön nicht zum Tauchen. ja, genau. Das ist, Ja. Vielleicht in die Kommentare reinschreiben, was das denn sein könnte. Ja, genau. Warum Angie so gerne auf Griechenland, irgendeine spezielle Insel oder irgendwas? Ja, Ach, Naxos. ach, guck. Ja. Ja. Das ist doch sehr gut. Genau. Ja. Nein, und dann, mal schauen, die Pazifikregion fasziniert mich halt schon auch. Das ist, die gehört ein grosser Teil von meinem Herzen an. Das ist so. So. Trotzdem denkst du ja auch über dein Coaching-Business. Ja, sehr. Bevor wir da jetzt aber weitermachen, machen wir noch mal haken wir nochmal bei Sandra ein. So, jetzt hast du... Also es steht eigentlich. Ich weiß, aber es ist ja relativ am Anfang. Dürfen wir das so sagen? Ja, mega am Anfang, ja. Ja, siehst du. So. Und Sandra hat also dann die ersten zahlenden Kunden gehabt und dann gab es mal wieder ein ganz klein bisschen Trockenheit, was das anbelangt. Und dann hast du dir im letzten Jahr war das, überlegt, nee, pass mal auf, ganz oder gar nicht, jetzt geht nach vorne und jetzt machen wir das. Erste Frage, hat das denn dann jetzt für dich funktioniert? Also geht es in die Richtung, in die es für dich gehen soll? Und bevor du das beantwortest, gern, mit wem arbeitest du denn zum Beispiel im Unternehmensbereich? Ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, mit was für, oder die Branchen und mit was für Themen du da arbeitest, in den Unternehmen zum Beispiel. Ich schaffe, also jetzt will ich gerade auf die letzte Frage zurückkommen, ich schaffe mit, oder ob es klappt oder nicht. Irgendwie, das klingt jetzt halt wieder ein bisschen, so ein bisschen in ESO-Ecke rein, aber es ist tatsächlich für mich so der Prozess vom Loslassen. Ich tue gar nicht mehr planen, sondern ich vertraue jetzt einfach wirklich darauf, dass wenn jetzt das Universum oder wer auch immer da aussen will, dass ich das mache, dass das mein Beitrag ist auf dieser Welt, dann habe ich gesagt, hört, dann müsst ihr einfach schauen, dass Kohle reinkommt, weil auf dieser Welt kann ich leider nicht von Luft und Liebe leben. So machen. Es tut mir leid, es funktioniert nicht. Also, und ich habe gern schönes Leben. Also,
Ja. Und an dem bin ich jetzt ganz stark am Arbeiten. Und irgendwie passiert das tatsächlich, dass irgendwie so out of the nowhere jetzt auf einmal so Telefonanrufe kommen. Es ist recht spooky und ist alles immer brutal kurzfristig. Also ich kann nicht planen. Und ich bin jetzt wirklich in diesem Prozess von Go with the flow. Also echt. Das ist so. Und ich finde es super anstrengend gleichzeitig, weil ich so ein strukturierter, geplanter Mensch bin. Aber es wäre so langweilig, wenn es nicht so wäre, Sandra. Ja, es wäre genau. so langweilig. Das haben wir schön geredet. Ist gut. Hauptsache ihr glaubt das. Nein. Ja, genau. Ihr glaubt das. Also das ist das. Es passiert jetzt wirklich tatsächlich. Und das jetzt wie so, ja, wir haben gehört das und könntest du. Und irgendwie so aus Ecken raus, wo ich es nicht erwartet hätte, dass jetzt da irgendwie Sachen kommen und entstehen. Ich bin auch aufgrund von einem Seminar, das ich gemacht habe, «Taoistische Gesichter lesen», habe ich jetzt echt die ganzen Unterlagen parat, dass ich jetzt tatsächlich auch einfach ein Seminar anbieten kann, wo jeder kommen kann. Und das werde ich jetzt auch aufgleisen für das Jahr. Was sind meine Kunden? Jetzt zu dieser Frage, die du noch gestellt hast. Meine Kunden sind querbeet. Ich habe Industriebetriebe, also so Fertigungsbetriebe. Ich habe Firmen aus Dienstleistungsunternehmen. Und die kommen mit Team... Es sind immer Teamthemen. Also Teamthemen zwischen uns funktioniert es. Wir wollen noch besser werden. Bei den einen habe ich auch Werteentwicklung gemacht. Also sie haben eine neue Vision wollen und gesagt, ja, aber ihr könnt nur eine neue Vision haben, wenn ihr wisst, über welche Werte das ihr wollt, euch definieren. Also haben wir eigentlich so ein bisschen Werte-Visionsworkshop gemacht. Was ich ganz klar nicht mache, ich könnte es, aber ich finde es so, das könnten andere viel besser und machen es auch viel lieber. Also die ganze zum Beispiel Prozessoptimierung. Ja. Ich komme Prozess optimieren, auch wenn ich die Branche, ich kann relativ halt breite Branche kennen, weil ich halt dort schon mal geschafft habe, da und dann. Mache ich nicht, sondern ich bin wirklich der Mensch. Alles, was mit Mensch sein, zwischen Mensch sein zu tun hat, das ist meine Kompetenz. Und ich glaube echt, dass ich dort drin gut bin. Da bin ich wirklich gut. Nicht, ich glaube. Ja. Du bist gut in dem. Ja. Also, und das hat lange gebraucht, um das jetzt von mir selber auch zu sagen. Und es hat vor allem sehr viele Leute gebraucht, die ich so am Anfang so mega aufgeschaut und so, oh, die sind so gut, ich will nie so gut sein. Und dann, wenn ich sie länger beobachte, denke ich so, okay, gut, das, was du kannst, das kann ich auch. Ja. Kennt ihr das? Da muss ich ganz kurz einhaken. Es gibt ein herrliches Interview mit Barack Obama, in dem er genau über das spricht. Ich bin bei ihm so hin und her gerissen. Ich habe es nicht gehört, das Interview. Darfst du nicht sein. Großartig. Also in vielen große. Er sagt, wenn du das von außen anschaust, also die große Bühne der Weltpolitik, die große Bühne der Weltwirtschaft, und du schaust es von außen an und denkst dir, die wissen schon so richtig, wovon sie reden. Das ist alles eine Sensation. Und dann sagt er, und dann sitzt du am Tisch. Und dann sagt er das so schön, dann lässt er kurz mal das Ghetto raushängen. They ain't all that. Das sind die alle gar nicht so. Da ist sehr, sehr viel. Da guckst du dann auf einmal hinter den Vorhang und denkst, ach, guck mal, lauwarmes Wasser für einen Tee. Das sind einfach Menschen wie du und ich. Ja. Und ganz krass habe ich gefunden, das ist mir mega lang nachgegangen, wo das ganze UBS-CS-Debakel war und Karin Keller-Sutter, frisch im Amt, Fundament ganz an einem anderen Ort, wie das, was sie im Bundesrat übernimmt, muss vor die Leute anstehen und denen erzählen, um was es geht und was sie jetzt da für einen Pakt geschlossen haben und wo wie viel Gelder fließen und wie man das jetzt alles organisiert. Und ich bin so dort gegangen und habe gedacht, diese Frau, ich ziehe den Hut, dass man so vor Leuten an. Und ich zweifle nicht an ihrer Kompetenz, weil ich will nicht Bundesrat sein. Aber ich zweifle daran, dass sie bis ins Detail verstanden hat, was sie erzählt und um was es geht. Definitiv. Darum geht es ja in den meisten Fällen auch überhaupt gar nicht. Du musst dieses Wissen nur mit einer solchen absoluten Überzeugung darstellen können. Darum sage gerade ich, auch in der Politik. Ich hinterfrage ganz viele Menschen, die an ganz hohen, machtvollen Positionen sitzen. Ganz fest. Sie können ja gar nicht alles wissen. Voilà. Also kannst genau. Nein. Aber das hinterfragen wenig Menschen. Aber so, genau, das Hinterfragen, Sandra. Ich hatte dich aber unterbrochen, weil du eben auch gesagt hast, Menschen, zu denen du aufgeguckt hast und dann plötzlich mitbekommst, wenn du ein bisschen weiter ins Detail gehst und dich selbst mit dem Thema beschäftigst, dann doch nicht. Okay.
Ja, und dann merkst du, dass du gar nicht dass ich gar nicht so wahnsinnig schlecht bin. Also weißt, wenn ich irgendwie das Gefühl hast, also, wenn du ein Mensch bist, und ich glaube, das bin ich, wo sich immer nach oben orientiert. Also im Sinne von, ich schaue nie, wer ist schlechter wie ich, sondern ich schaue immer so, wer ist besser. Ja. Dann bist du immer schlechter. Und irgendwann, aber dann mal doch, das habe ich richtig cool gefunden, irgendwann mal so zu erkennen, auf einem gewissen Level oben zu sein, wo du merkst so, wow, es gibt immer noch schon so die oben sind, das ist schon so. Aber irgendwie bin ich eigentlich schon hühnenweit oben, schon, wenn ich so schaue, was ist noch alles andere. Ja. Und ich glaube, einfach, und da kommen jetzt auch meine Ausbildungen halt einfach zu gut. Ich meine, am Anfang, mein Vater hat mir gesagt, weisst Tochter, bring mal endlich das zu Boden, was du lernst, du bist so eine ewige Studentin. Und andere haben mir gesagt, ja Sanna, du kannst deinen Selbstwert nicht aufbauen, indem du immer mehr Ausbildungen machst. Ja, ist so. Also ohne Frage. Aber das, was ich jetzt alles gelernt habe, jetzt kommen so die Puzzleteile, zuerst also so lose Teile und jetzt fängt es an rocken, weil jetzt merkst du so, oh geil, das kann ich mit dem verknüpfen und das mit dem. Und das kannst du halt alles in deinen Coachings kannst du einfließen und dann fängt es eben an Spass zu machen. Dann bist du eben nicht einfach so, ich biete nur das an. Darum steht auf meiner Webseite auch nicht, ich mache irgendwie hypnosystemisches Coaching oder ich arbeite systemisch, weil das ist ein Teil von ganz vielen Sachen. Und ich arbeite auch nicht rein nur irgendwie so. Mach nicht. Ja. Das ist, wenn ich das übersetze auf das, was ich tue, nämlich die Geschäftsentwicklung mit Hinblick auf Wachstum, dann ist es bei mir ja auch so. Ich habe ja sehr, sehr spät überhaupt eine formalistische Ausbildung gemacht oder formale Ausbildung und habe aber einen riesengroßen Baukasten an einzelnen Disziplinen und Werkzeugen und Themen, weil letztendlich genau wie du sagst, das sind ja ganz, ganz viele Themen, die dann bei einer, wenn man Menschen helfen will oder wenn man sie weiterentwickeln will, die dann letztendlich zum Tragen kommen. Sagen, aha, warte mal, ich muss das nehmen, aber da muss ich auch das und dann muss ich da, dann muss ich hier gucken. Also das heißt, wir müssen auf der einen Seite, wir müssen auf die Zahlen gucken, wir müssen auf die Farben gucken, wir müssen auf die Gerüche gucken, wir müssen auf dieses gucken. Und das ist im Grunde genommen, also bei meinen ja doch sehr auch rationalen Themen, ist das so, das ist in energetischen Themen so, das ist emotional so. Also dieses jetzt aber nach 3,5 Jahren, wenn ich es richtig gerechnet habe, der Ausbildung und der Selbstständigkeit, siehst du langsam, dass alles wie Tetris an die richtige Stelle fällt. Ja. Okay. Und ich will aber auch all denen da aussen, die irgendwie das Gefühl haben, ja, nach 2 Jahren bin ich irgendwie dort, wo ich sein wollte. Das war für mich ein bisschen ernüchternd. Also eigentlich habe ich gedacht, ja, nach 2 Jahren ich Break-Even erreicht und dann bin ich safe und so. Und ich habe ja so viele Sachen schon gemacht und so und gutes Netzwerk und so. Dem ist nicht so. Wir als Coaches, wir wären systemrelevant. Werden aber nicht, also finde ich natürlich persönlich, aber wir sind die zuerst weggespart werden, wenn es ein bisschen logisch, ja. Es gibt sehr viele Leute, die sich Coaches nennen und darum störe ich mich auch an diesem Begriff, den ich ganz schwierig finde. Es gibt Leute, die haben zwar irgendwie so einen BSO-Stempel oder weiss ich nicht was und ich muss sagen, schau, nur weil du den Stempel hast, zeichnet sich das nicht. Das ist halt wie in dieser Branche auch. Du hast halt die es können und die es halt weniger nicht können. Wir haben in dieser Branche, weil du halt Coach einen geschützten Titel hast, hast du halt sehr viel, Genau. Das nochmal zu sagen, also Coach ist kein geschützter Titel, genau wie Architekt oder Journalist oder Institut. Genau. Und das macht es halt schwierig und du brauchst einfach Geduld und du brauchst den Glauben an dich. Und es ist halt, es ist ein Ding, es ist ein Weiterempfehlungsding. Die Leute müssen von dir schwätzen und dann fängst du an zu fliegen. Wie du sagst, hey, es war geil bei ihr, mit ihr haben wir wirklich etwas können machen, wir haben etwas können. Wenn das Thema ist, geh zu ihr oder irgendjemand erzählt, ja, weißt du, in meinem Team funktioniert oder mir geht es nicht gerade gut, ich habe gerade ein Selbstwertthema, dass jemand sagt, hey, geh zu der Sandra. Ja. Und von dem und je mehr dass das kommt, desto mehr wächst das. Und das ist eigentlich der beste Channel. Also wenn du sagst, so von wegen Marketing oder wie tust du dein Geschäft aufbauen, es ist das, du musst rausgehen und Menschen treffen. Ja. Ich gehe raus und gehe an Netzwerkanlässe. Ich schwätze mit diesen Menschen. Du musst bei ihnen in Erinnerung bleiben, dass wenn sie ein Thema haben, dass sie an dich denken.
Es geht um das und das langt halt nicht, dass du einmal im Jahr gehst, sondern ich gehe an die, also abgesehen davon, dass ich es auch lustig finde und ich finde es spannend, neue Menschen und neue Geschichten kennenzulernen. Aber es ist tatsächlich so, du musst dich zeigen, du musst präsent sein, weil sonst vergessen dich Menschen. Mhm. Ja? Das ist so. Sandra, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, weil du ja einen harten Cut hast um 11:30 Uhr. Ja. Weil du den Tag sehr voll hast und Ja. weil das Auto rumzickt, hast du vorhin erzählt. Genau. Und das ist dann auch noch Alles dazwischen. so ein bisschen Ich muss mich auch noch holen in der Garage. Achso, ja, die Winterreifen. Ja, habe ich jetzt neu bestellen. Ja, ich weiß, haben wir gestern drüber. Ja, der nützt ja nichts. Kannst ja nicht auf den italienischen Tanzslippern durch den Schnee fahren. Mein Bruder hat gesagt, die sind noch gut. Aber es sind ja keine Winterreifen, oder? Muss ich kann ich Winter nicht drauf. Achso. Sind halt einfach, sind nur die hinten. Die vorne wären noch gut, aber sind 2017 und dann bin ich gesagt, Okay, ja gut. und ich, okay. Dann Weil ich schaue dann auch so das Kunststoffding an und denke, ich bin schon geil, dass ich das alles selber kann. Und dann kann man jetzt mega viel drauf. Ja, easy. Genau. Gut, das nur als Seitenthema. Ne? Das war irgendwie die Reifensprechstunde bei Radio Waldschwil. Ja, genau. Bist du zufrieden mit dem, was du jetzt beruflich in deiner Selbstständigkeit schon erreicht hast? Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass es wirklich schneller geht, aber ich glaube, es ist ein Prozess im Sinne von, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Ich habe extrem viel gelernt in dieser Zeit, auch in diesen 3 Jahren. Auch mit mir selber ist viel passiert und ich finde es immer noch cool. Ich würde es nicht anders machen. Schön. Das Einzige, was ich würde verändern, es gibt etwas, was ich anders machen würde, das ist tatsächlich, und ich würde mit dieser Kaltakquise, was für mich das war für mich irgendwie nochmal ein separates Coaching gewesen, würde ich früher anfangen. Du hast Kaltakquise gemacht für dein Coaching? Ja. Also wirklich Firmen angeschrieben, Firmen angerufen, hey, ich bin die, ich mache das. Und es ist für mich, also wirklich am Anfang, ich habe mich fast übergeben. Mir war es so schlecht vor lauter Nervosität. Und jetzt gehörst du auch zu diesen Versicherungsbrokern, die dir anrufen und die irgendwie so einen Scheiß andrehen. Wieso habe ich mich gesehen? Und ich habe dann irgendwann, und das ist auch, der Frank hat viel zuhören, hat viel irgendwie müssen sagen. Und irgendwann hat er gesagt, schau mal, wir können lange darüber reden. Ja. Tu es. Oder? Ja. Und das ist so ein bisschen auch mein Motto, ist so tatsächlich so, Erfolg hat 3 Buchstaben, tun. Ja. Und nicht darauf warten, dass es perfekt wird, sondern einfach machen. Und das ist so ein bisschen etwas, wo das wäre das Einzige, was ich würde ändern, und sonst würde ich glaube alles gleich haben. Aber weißt, hast du denn schon so, also jetzt vor dieser Kaltakquise, die du gemacht hast, hast du denn schon so Workshops geschrieben, Konzepte geschrieben gehabt, oder? Vergiss die Hose. Das ist viel zu bequem. Ich brauche einen Auftrag und dann bin ich im Scheiß, weil dann klopfe ich das irgendwie raus. Und was hast du denn denen erzählt? Du hast gesagt, hallo, ich bin Sandra und? Nein, ich habe die Firma analysiert und habe geschaut, schau mal, das könnte ihre Probleme, was ist der Branche ihr Problem? Ich habe die Firma angeschaut, was könnte denn ihr Thema sein, was lese ich über die Zeitung und so. Gib mir ein Beispiel. Und habe ein Beispiel. Mercedes Garage in deine Mercedes Garage, Steinhaus ist das? Steinhausen. Im Bezug? Ja, genau, im Bezug. Dann habe ich dort angeschaut und gesagt, okay, die schreiben, sie haben ein mega starkes Team und auch in den Zeitungen liest man sehr positiv über das und so, aber eben Sales ist ein Thema und Automobilmarkt, Mercedes hat das Thema. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was könnten die brauchen? Was würde denen helfen? Und habe gesagt, hey, schaut, ich könnte mir vorstellen, ihr habt ein Thema vielleicht im Sales, dass ihr sagt, hey, wir möchten gerne eigentlich unseren Kunden schneller noch können erfassen, verstehen, dass wir ihm quasi ein besseres Selbstgespräch machen können. Oder wir haben zum Teil mega Druck und möchten gerne im Sinne von unserer Resilienz stärken. Und haben mir überlegt, was könnten ihre Needs sein, also was könnten ihre Themen sein, wo sie Unterstützung brauchen, und habe das so ein bisschen angeschrieben. Und habe dann auch geschrieben, hey, und ich tue gerne den und den anrufen. Und dann habe ich angerufen und dann hat es ein Gespräch gegeben. Also hast du ein Schreiben gemacht? Ja, und dann hast du angerufen? Genau, das Mail. Und dann habe ich angerufen. Also nicht am gleichen Tag, sondern einfach gesagt so. Ja, und dann habe ich das einfach, und so habe ich das gemacht. Es hilft mir. Es gibt ja Leute, die können einfach das Telefon in die Hand nehmen, können einfach anrufen. Und ich fand, das kann ich irgendwie nicht. Ich muss, also zumindest für mich, wenn es nur für mich ist, noch irgendwie ein Mail vorausschicken, ich habe sie angemeldet. So, das ist so, genau. Ja.
meine emotionale. Okay. Und dann haben die gesagt, mal, wir haben Interesse und das wäre unser Thema. Und dann bist du angesessen und hast Konzept geschrieben. Ja, also Kaltakquise, wenn ich ganz ehrlich sein, bis jetzt ist noch nichts zum Fliegen gekommen. Aber es ist tatsächlich so, ich arbeite dann tatsächlich so, ich sitze mit den Leuten zusammen und sage, was ist euer Thema, und dann fange ich an zu arbeiten. Mhm. Ich kann nicht auch das mit dem Gesicht lesen. Da habe ich halt, das Team hat das mit mir machen, wie sie gesagt haben, finden wir geil, Menschenkenntnis, Stärke, wie kann ich jemand anders besser einschätzen, wie weiss ich besser, wie mit dem anderen umgehen, wie sehe ich Talent und Fähigkeiten und anhand vom Gesicht und so. Und dann habe ich das erstellt und habe jetzt das. Und ich habe immer vorher gedacht, ja, ich sollte das mal machen, ich würde gerne das Seminar machen. Und so. Aber ich brauche irgendwie einen Grund, ich brauche da so wie ein Ziel und dann komme ich ins Arbeiten rein. So einfach auf Halde. Also andere können das, ich kann es nicht. Ja, okay. Spannend. Ja. Mega spannend. Mein Freund sagt immer so, so unter Druck entstehen Diamanten. Das ist ja so. Hat das auf dem Kalender, auf so einem Klappkalender hat das gestanden. Warte mal, das passt doch ganz schön. Du, was ich gerade gelesen habe. Diamantengruppe. Nein, ich habe das im Fall auch gehabt. Aber dann bist du, nein. Ich nenne es das Konzept der kontrollierten Panik. Ja, genau. Ne? Das ist ja. Kontrollierte Panik. Ich bin da ja auch immer eher auf der Freestyle-Seite, dadurch, dass eben so viel Werkzeugkasten im Hintergrund ist, das schnell zusammensetzen zu können. Mein sehr guter Freund und alter Kollege René Nessler, und wir haben so ein geflügeltes Wort, er und ich. Das ist, wenn wir früher Veranstaltungen gemacht haben, war sie ganz, ganz viel natürlich auch geplant, aber es war eben sehr viel tatsächlich auch kontrollierte Panik und Freestyle. Ja. Eben zu schauen, wen habe ich denn jetzt da sitzen? Was könnten denn die Themen sein? Und bin ich in der Lage, den roten Faden, den ich mir vielleicht am Anfang gesetzt habe, innerhalb von 0, nichts zu verlassen? Wenn ich merke, das ist völlig falsch gewesen, die Einschätzung ist falsch gewesen, die Recherche war kacke und all das, kann ich das sofort verlassen. Und da hilft dir halt nur wirklich irgendwie das Gepäck, was du dann hast, der Werkzeugkasten. Genau, das geflügelte Wort, das wir haben. Also pass auf, was haben wir denn bislang für den Event? Ja, die Leute kommen rein. So, ne, das ist manchmal ist das tatsächlich die gesamte Vorbereitung, die wir hatten. Ne? Wir wissen, dass irgendwann die Leute reinkommen. Ja. Und die wir wissen, wer die Leute sind und die müssen wir dann irgendwie letztendlich abholen. Sandra. Ja. Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe so viele Fragen. Moment, Angie, das ist ja überhaupt kein Problem. Ihr kennt euch ja jetzt. Und vielleicht machen wir tatsächlich auch nochmal eine Session zu einem bestimmten Thema. Also, dass du beispielsweise, Sandra, wenn du Lust hast, weil die Themen, die du hast, alleine bei uns in der Familie, fallen auf sehr, sehr fruchtbaren Boden. Ja, also wir kommen ein paar Sinn, die ich gerne mal zu dir schicken würde, aber so richtig. Ja, nee, es geht aber auch um die grundsätzlichen also einmal Themen, so für eine LSD-Therapie oder so. Also, mit LSD schaffe ich nicht. So. Nein, ich weiss, aber so eine Bildtherapie, Magic Mushroom Therapie genau. Drogenzentrum Zweiler. Ja. Genau. Dass wir vielleicht dazu mal so ein Special machen und sagen, pass mal auf, taoistisches fürs Gesichter lesen und all das. Ja. Du sagst ja selbst auch, du machst keine Stammtischanalysen, finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff, aber dass man sich diese Themen mal genauer anschaut. Sandra, du bist da für Privatpersonen, du bist da für Unternehmen. Genau. Inspiration Zweidler heißt deine Firma, ist im Netz zu finden. Wenn man das eingibt, dann findet man das. Ne? Dann nimmt man irgendwie Google oder sowas. Ne? Und dann kann man das finden. Wir werden das aber auch noch mal verlinken, das Ganze. Sandra, wenn du, also die Fee, die berühmte, kommt zur Tür hinein. Ja. Und die hatten Kostümchen an und die ist, pass mal auf, es geht jetzt nur um Business-Themen. Du hast einen Wunsch frei. Für dein Unternehmen. Was wäre denn der Wunsch? Ja, so viel Zeit haben wir auch nicht. Das braucht man. Jetzt habe ich gedacht, wie lange geht es, bis irgendjemand etwas sagt und dann... Ja, nein, ich hätte den Mund halten sollen, aber für Comedy. Okay. Für Comedy. Ja, genau, für Comedy. Ein Wunsch frei für das Business-Thema. Also Aladdin, die Wunderlampe, ist das für mich so der Fee. Ja. Ist tatsächlich mehr Unternehmungen, die checken, dass wenn sie richtig erfolgreich sein wollen, dass sie bei Mitarbeitern anfangen müssen und
nicht bei ihren Kunden und nicht bei ihren Prozessen. Und es gibt eigentlich ganz geiles, also jetzt mache ich einen Schwenk, ich habe irgendwie meine Betriebsökonomie-Abschlussarbeit da, die man schreiben, habe ich eine Balance Scorecard gemacht für eine Unternehmung. Und die das vielleicht irgendwie noch im Kopf haben, das ist ein ganz anderes Modell. Der unterste Layer sind Mitarbeiter. Wenn der nicht stimmt, dann verhebt das Haus nicht. Und ich wünsche mir das. Es gibt mir natürlich noch ein bisschen Arbeit. Also sorry, ja, aber es ist sekundärer Nutzen, meine ich. So. Genau, aber genau. das ist tatsächlich ein Anliegen, dass die Leute checken, dass wenn sie Bienen und dass wir das uns einfach schlichtweg nicht leisten können. Wir in der Schweiz als Hochpreisland können uns das nicht leisten, an Prozess herumzuschrauben und das Gefühl haben, wir nehmen den Mitarbeiter nicht mit auf die Reise. Wir verlieren da rein Effizienz. Es ist brutal, wenn wir mal ein bisschen nachlesen, wie viel das kostet, wenn ein Mitarbeiter geht, nur eine neue Nische, bla bla bla. Ich meine, jetzt will ich wieder nicht ausführlich werden, aber das ist der Wunsch, den ich hätte. Hey, ich finde das ein mega cooler Wunsch, aber ich glaube, jetzt AI ist im Fall auch, das ist im Fall ein riesiges Thema im Moment, Sandra. Also das wäre so die andere Kiste, die ich gerne auftun würde, wenn wir so businessweise auch miteinander diskutieren. Das ist ein riesiges Ding. Aber zu dem, in den Unternehmen. Also wenn man es jetzt auf den Menschen bezieht, ich bin voll einig mit dir. Die Mitarbeiter ist das Fundament von jedem Unternehmen. Ist so. Ich habe mal bei da habe ich einen Workshop entwickelt für Apple weltweit und eines der ersten Slides ist gewesen, weil es bei Apple natürlich immer um das Thema ging, Einsatz des gesamten Apple-Technologie-Ökosystems im Unternehmen für den Geschäftszweck. So, ne, das ist irgendwie das. Und am Ende des Tages sind aber fast alle Apple-Geräte, iPhone, iPad, Mac, sind ja beim Menschen. Das sind ja Arbeitsgeräte für den Menschen. Und dann habe ich den Satz vorne auf ein Slide gemacht, der erfolgreiche Mitarbeiter macht das Unternehmen erfolgreich. Und damit der Mitarbeiter erfolgreich sein kann, braucht er die richtigen Werkzeuge. Ob das digitale Werkzeuge sind, emotionale Werkzeuge, rationale, ist scheißegal, braucht die richtigen Werkzeuge. So, das haben alle geguckt und haben gesagt, was der erfolgreiche Mitarbeiter macht das Unternehmen erfolgreich. Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Wie weit deiner Meinung nach sind die Unternehmen, und dann kommen wir gleich zum Abschluss, wie immer sind unsere Outros, ne? Dauert immer so ein bisschen, ne? Ganz genau. Wie weit auf einer Skala von 0 bis 10 sind denn die Unternehmen heute, dass sie feststellen, Moment mal, wenn ich erfolgreiche Mitarbeiter habe, wird mein Unternehmen erfolgreich. Was würdest du sagen, wo stehen wir denn da? Sag bitte nicht 5, das ist so ein bisschen weich gespielt. 3. Okay. Ja, weil der Schmerz ist noch nicht da. Es geht allen noch zu gut. Es gibt ein paar, die das wirklich machen, finde ich cool. Aber ich glaube, viele haben es geschrieben auf dem Papier, aber leben es noch nicht wirklich. Und wenn es Herd auf Herd kommt, was wird zuerst gestrichen? Es werden Coachings gestrichen, es werden Mitarbeiter gestrichen, es werden Weiterbildungen gestrichen, es werden alles, wo es eigentlich genau um den Menschen im Zentralen geht, wo der halt nicht gerade den sofortigen Cashflow bringt, oder? Also vermeintlich. Das ist das, was zuerst gestrichen wird. Und solange das passiert, zeigt mir das, dass wir noch nicht so wirklich so weit sind. Aber ich weiss, wir kommen dorthin. Also sonst würde ich, da bin ich auch wieder Betriebsökonomin, sonst würde ich nicht, auch wenn ich es noch so liebe, wie ich es mache, dann würde ich das nicht machen, weil ich will ja nicht unter der Brücke landen. Also, und ich glaube, und es gibt immer mehr, wo das wirklich verstehen und das auch jetzt anfangen umsetzen. Und das finde ich richtig cool. Und ich glaube, an denen muss man sich auch, also mich orientieren. Ja. An denen, du kannst wählen, was du dich fokussierst, über die es alle noch nicht machen oder die es machen. Und ich fokussiere mich auf die. Und das finde ich richtig cool und das Fakt. Und die merken auch, dass es richtig Fakt, wenn man dort mal den Fokus drauf legt. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was wir immer mal wieder machen mit einem Team. Gerade jetzt, wenn es grosse Unternehmen sind. Ja. Dass man das, ich finde, man müsste sich das auf die Fahne schreiben. Ja, und es ist nicht... Einmal alle 2 Jahre oder einmal im Jahr, wie auch immer. Ich sage immer, einmal pro Jahr wäre cool. Ja. Und es geht, und das ist mir ganz wichtig, weil wenn ich dann so komme und sage, und es geht nicht darum, dass wir im Kreis stehen, Hände heben und sagen, wir haben uns jetzt alle lieb. Nein, überhaupt nicht. Oder? Das ist so, wirklich, das Bild haben dann so gewisse Menschen. Ich tue jetzt extra nicht so das wie sagen wir, altgrau und genau. Nein, und das ist, ich glaube,
einmal pro Jahr. Und wenn du aber anfängst, die Reise, dann musst du es durchziehen. Sonst hast du bei den Mitarbeitern verloren, weil du wirst einen abklatschen, so, jetzt hat er für das, oder sie hat das jetzt für ihr Zielerreichungsjahresgespräch hat sie jetzt das noch müssen machen und dann passiert nichts mehr. Es ist Arbeit, wenn du das machst. Und darum sage ich, wenn du es machst, musst du ja dazu sagen, weiterführen, sonst lass das Leben bleiben. Ganz, ganz wertvoll. Genau. Ganz wertvoll. Ja. Sandra, Ja. ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hey, gerne, cool. Ja. Für Schön, wenn ich für da alle genau, Inspiration Zweidler, Niederlassung in Baar und in Zitron. Genau. Und wir hoffen, dass wir dich mal wieder begrüßen dürfen Unbedingt. hier zu einem der Spezialthemen. Ja. Und jetzt bringen wir das Auto in die Garage. Gut. Alles klar. Hey, Danke Sandra. vielmals. Danke vielmals, ich darf da. Sie hat mega Spaß gemacht. Ja, Und gleichfalls. in dem Fall auf ein andermal. Aufeinander Sehr mal. gerne. Danke.